Schmiedi, nein. Schmiedi, Schluss. Schmiedi, Schluss. Was? Aus, Schluss, Pfui Teufel, was ist denn jetzt wieder? Warum her ich mich schon wieder... Okay. Kinder, jetzt sehe mich. Das ist wichtig. Das machen wir gleich mehr aus der, weil da höre ich mehr wieder selber. Das ist ein totaler Schmarrn. Timmy Boy, Schmiedi, Bussi aufs Nussi, Bussi an den Rest, heute ist Donation-Verbot. Aus, pfui, aus, nix, grüß Gott, habe die Ehre an den Crafty, an den Jacke, an den Zündungssäck, an den Macke, an den Rotorex, an den Tobi, an die Anna, an den Jacke, nochmal, weil es wurscht ist, an den Herrn Yoda und an den ganzen anderen Sauhaufen. Grüß Gott beisammen. Ton ist da, wunderbar, herzliche Hintergrundmusik, das ist das Allerwichtigste. Müssen so stark ist, ne? So, heute Phase 1. Das ist eine ganz gemütliche heute. Jetzt lassen wir mal den Chat da aufziehen. Kann ich da einen Chat irgendwie aufziehen? Weiß ich nicht. Wer schmeißt denn da schon wieder mit... Warum geht denn da schon wieder nichts? Warum geht denn da nichts? Warum geht denn da schon wieder nichts? Burg Blaustein Achtung. Ist auf dem Weg. Voraussichtlich ab Dienstag muss ich probieren. Genippelt. Da geht schon wieder nichts. Keine Ahnung. Muss ich doch da oben schauen. Boxy Boy, Philo, Bussi, Orchkatzel, Mr. Nemesis, was weiß ich. Da hängt auch irgendwie. Was ist denn da schon wieder? Sprengi, merci wieder ein Resub. Jack the Ripper, merci wieder ein Resub. Weißt du, was es ist? Leute, heute ist Resub-Verbot, heute ist Mitgliederverbot, heute ist alles Verbot. So, Alter, was ist? Ja, Hintergrundmusik hört man. Nice, wunderbar. Herr Yoda, oha, der ist Chef. So nett bin ich noch nie angeredet worden. Was? Was da die Leute nicht anreden, was du selber ist. Herr Glansching, mir hat's wieder ein Resub. Ich muss es halt da, ich wissen, was du selber ist. Die alteingesessenen Sauhaufen, die schon mal dabei waren, wenn wir mit Nippelglied zusammengesteckt haben. Vielleicht soll ich den Ton da hinten ganz ausmachen, weil das schon wieder absolut, weiß ich nicht. Als ob sich irgendeine Sau dran hält. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es halt einfach heute auch nicht gescheit lesen. Vor allem lustigerweise tauchen sie da drin ein, weil irgendwas ist komplett broken. Ich glaube, der Herr Köth war's. Sagt es, was es ist. Der Herr Köth ist schuld. Sagt es, was es ist. Irgendwas ist hier. Mucke, erster Stock, Daumen unterwegs. Was? Birger, was ist ein Resub? Ja, gut geil. Das ist das, was du da die ganze Zeit sagst. Das da zum Beispiel, was der Marble Maniac da gerade tut. Das jetzt zum Beispiel. Ich weiß selber nicht, wie es funktioniert, weil ich bin so selten Mitglied in meinem eigenen Kanal. Ich bin mein eigener Kanal. Da kannst du irgendwie, das kannst du retriggern. Das heißt, dass das halt wiederkommt. Ich weiß nicht, ob du dann automatisch verlängerst, aber das nennt man halt Resub. Normalerweise nennt man das aus dem Twitch-Zeitalter, nennt man das Subscription. Das bezahlte Abonnement, was absolut freiwillig ist übrigens an dieser Stelle, aber weiß auch nicht, was in meiner Community los ist seit 6 Jahren, der ist noch nicht ganz sauber. Mein ganzer Scheiß-Chat ist einfach nur grün. Leid! Ich habe euch schon versucht, ungefähr 860.000 Mal zu erklären. Freunde der Sonne, am Freitagabend und am Wochenende bin ich zu meiner Belustigung da und nicht zu einer. Okay? Das heißt, please... Stop this donation escalation. Außerdem kann ich es sowieso nicht lesen. Ich sag da nur kleine Kastel. Da ein Reisenecker sehe ich. Servus Birger. Grüße aus Minga. Endlich mal wieder live dabei. Und das ist ja gerade heute. Heute haben wir noch nicht einmal was Besonderes. Das ist einfach, wir sitzen einfach da so. Wir sitzen einfach so da und werden wir diese wunderschöne Taverne zusammenbauen. Das soll ja, was ist. Das werden wir heute zwar nicht schaffen, weil das Ding hat über 2000 Teile. Und normalerweise schafft man so am Abend in... Also ich sage mal, 2 Stunden haben wir mindestens da, wahrscheinlich haben wir sogar 3 da, vielleicht haben wir sogar 4 da. Das kommt ganz darauf an, wie viele Pausen das wir zulassen. Und dann werden wir mal nach 2, wie soll ich sagen, nach 2 Stunden werden wir eine Raucherpause einlegen und nach 3 vielleicht nochmal und dann schauen wir weiter. Was ist? Geht's Zusammenstecker! Wer ist jetzt da wieder am Umeinander? Lustigerweise geht tatsächlich da meine Listen auch nicht. Der letzte ist der Fox McCloud mit einem Zwickel. Bitte die Spreng-Idee-DOS-Attacke muss auf den Jahresmerch. Das war eine Donation von vor 2 Tagen und da aktualisiert sie sich auch nicht mehr. Wahrscheinlich ist alles kaputt. Keine Ahnung. Ist ja total wurscht. So, Kinder! Wir pimmeln mal da heute gar nicht lang umeinander. Jetzt gibt es mal eine kurze Erklärung, was wir da heute tun. Daffy Duck, merci für den 5. Den sehe ich ja gerade. Habe ich beim Aufräumen hinterm Sofa gefunden. Vielleicht kannst du nicht mehr gefreut. Ich freue mich ja eh. Dankeschön. Jetzt, der Orchkatzel der ist neu. Der Florian W. Ein bisschen Taschengeld aus Minga. Jetzt habe ich schon gemeint, der Florian W. ist unser Floriane aus dem Ding. Jetzt hat es sich ja vor mir aktualisiert. Ich kapiere überhaupt nichts. Wisst ihr was, Mr. Streamlabs, du bist so behindert, das ist unfassbar.
Der Köth war's, ja war er. Da müssen wir uns sowieso noch kurz drüber unterhalten, weil da bin ich schon, ich bin schon mit dem Wangel verglichen worden. So wie ich da am Mika reagiert hab drauf. Lehrgeld. Ich glaube, die Leute, die lang nur dabei sind, wissen, dass die, ja, Lehrgeld, was kann jetzt da wieder für, dass ich das, wie soll ich sagen, 50-50 ernst meine. Auf der einen Seite man ist natürlich ernst, auf der anderen ist es extrem ärgerlich, ich kann halt nichts machen. Ich hab bei mir halt den ganzen Tag umeinander gepimmelt, das ist bei mir nicht drin. Und ich bin mit dem Herrn Köth über Discord übrigens in Kontakt. Wir lassen uns schon was einfallen. Das kriegen wir mir schon hin. Das wird jetzt erstmal fett rein reklamiert und ansonsten, da denken wir uns was aus. Leute, jetzt chillt die Kniescheibe. Mike, haut dritt Bürgerschiene, Grüß an alle und Sabi nicht vergessen. Du, als hätten wir mir jemals Sabi vergessen. Sabi hat die auch Glitz. Hat die Sau nicht Glitz? Mike, merci dir. So, Kinder, jetzt pass auf. Heute, das wird ein sehr gemütlicher Stream. Ja, wer jetzt da super krasses Todesaction erwartet, der ist wahrscheinlich falsch. Das ist mir aber auch wurscht. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der Mittwoch schon nicht so ganz toll war. Sag ich dir, was ist. Das hätte besser laufen können, aber am Schluss aus, haben wir Kurven gerade noch gekriegt. Dafür eskalieren wir mir nächsten Montag und Mittwoch dermaßen mit dem zweiten Teil von dem, was wir am Montag gespielt haben und mit dem zweiten Teil, was wir am Mittwoch vor einer Woche gespielt haben. Am Mittwoch. Das bedeutet, es wird purer Stress und darum werden wir mir heute etwas Buntes, nämlich Achtung! Ich stelle das dabei daher und dabei stelle ich einen Stream um, so wie er dann in Zukunft ausschaut. Ab dafür! Da! Ich bin nämlich da halt winzig. Oder sollen wir es unboxen? Wir machen was so auf. Oh, ist dieser putzige Chat. Schau dir diesen winzig putzigen Chat da unten an. Da, ich bin übrigens jetzt da. Bin ich da einigermaßen richtig? Bin ich da im Battle? Ja. Das heißt, ich habe 2 Kameras aufgestellt, das ist jedes Mal dieselbe Scheiße so. Ich hoffe, das Licht ist einigermaßen in Ordnung, die Qualität ist halt Webcam, das hilft sowieso nicht. Mir bastelt man halt von Funhole, das ist die kleine Schwester vom Glory Hole, folgendes zusammen. Achtung, müssen wir umdrehen. Und zwar dieses Ding. Wir werden da zwar hinten und vorne fertig, weil, wie gesagt, 2143 Teile. Aber ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt einmal ein ganz klassisches Unboxing. Gibt es bei mir normalerweise nie, aber immer, wenn wir ein neues Lego, darf man ja nicht sagen, heißt ein neues Lego-Set haben, dann gibt es schon auch Unboxing. Ich habe natürlich schon einmal kurz reingelurrt. Jetzt warte mal, jetzt muss ich schauen, dass du noch das zusammendrehst. Schöne Box. Wen es interessiert, wenig erfolgreich Influencer. Mitte, Dankeschön. Drehtex, merci für den Zwickel. Pusti aufs Nüsse an alle Leute. Ich sag halt, es ist immer so, wenn wir so da sitzen, ich sag die Donations nicht gescheit. Ich bin froh, dass ich den Chat einigermaßen lesen konnte. Das passt. Ich habe in Amazon-Link in die Beschreibung eingeschissen. Das Ding, glaube ich, was hat es mir gekostet? 155 Euro. Und einen 15% Gutschein, der war auch noch drin. Wer es haben will, gönnt euch. Ist ein Affiliate-Link. Da erkläre ich jetzt aber nicht lang, was das ist. Das könnt ihr nachlesen. So, da haben wir auf alle Fälle mal 2 ordentliche Wascheln an Anleitung. Das ist einmal das Erste, was mir da auffällt. Da haben wir Goldmünzen. Ja, bin ich gespannt. Auf alle Fälle haben wir für dieses Ding entschieden. Ich habe zuerst Hogwarts in klein von Lego im Warenkorb gehabt. Dann habe ich mir gedacht, Lego kauft man nicht! Lego ist einfach nur gnadenlos überteuerte Scheiße, hat uns der Held der Steine schon gelehrt. Und dann habe ich mir gedacht, schaust noch mal ein bisschen weiter und irgendwann bin ich dann über diese Dinge gestolpert und habe festgestellt, holy shit, das schaut wie gut aus und wird sogar beleuchtet und lauter so ein Kack. Dann habe ich gedacht, das kann man auch irgendwo hinstellen, ins Wohnzimmer 4. Da sagt dann Bürgerin auch nichts, hoffe ich. Weil wer möchte schon gerne einen Bulldog in seinem Wohnzimmer stehen haben? Keine alte Sau. Bürger, wie groß wird denn das? Achtung, da muss ich noch mit Schachtel noch mal schnell umdrehen, das steht nämlich hinten. Wie sagt der Held der Steine gern, wie der Held der Steine zu sagen pflegt, die Rückseite, nichts, wovon man sich fürchten müsste. Das Ding ist 13,4 oder sagen wir 13,5 Inch. Oh, ihr müsst was sagen. Ihr müsst was sagen, wenn das da kaputt geht, das sehe ich nicht. Kinder, was ist mit euch? 13,5 Inch breit, 18 Inch lang und 13,4 Inch hoch. So, Inch sind, wie viel ist ein Zoll? 3,2 Zentimeter? Nein, das stimmt nicht ganz. Wie viel ist ein Zoll? Na, 2,54, glaube ich. Also ungefähr 28 auf 35 Zentimeter ist so quadratisch und 25 Zentimeter hoch.
glaube ich. 2,54 cm. Ja, hier schreibt es mir egal. Wir kommen hier auf 3, irgendwas. Das war Pi, glaube ich. Das war die Zahl Pi. Ja, gut. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. So, mach die Box wieder auf. Hol mir einen Scheißdreck raus. Pimmelt mir gar nicht lange umeinander. Fangen wir an. Ja, geh halt auf, dann, du Huren. So, wunderschön. Da haben wir mal bitte nichts zusammen. Wunderbar. So, das ist die zweite Anleitung, die wir gleich einmal auf Zeiten, weil die werden wir heute wahrscheinlich nicht brauchen. Ziel für heute, den ersten Teil der ersten Anleitung durchzuballern. Sag ich dir, wie es ist. Die Frage ist, was brauchen wir da? Da haben wir, ja gut. Wenn wir Sticker sehen, da kriegt der Held der Steine auch gerne mal einen totalen Vogel, wenn es nicht bedruckt ist. Das spiegelt momentan natürlich alles in dieser Plastikscheiße, da sagt man nicht gescheit, aber gut. So, was haben wir da? Da ist ein Segel dabei, aus Stoff, das ist schön. Dann haben wir da eine Box mit dabei. D-Light, A Day and Night, Bricks Light Kit. Da haben die Elektroteile wahrscheinlich drin für Batterie und KB und kleine LEDs zum Beleuchten. Das tun wir auf die Seiten da oben. Und dann ist die Frage, ist das irgendwas außer Tüten? Nö. Das heißt, das können wir uns eigentlich sparen. Also es ist alles in Bauschritte unterteilt. Ich nehme an, ist sauber durchnummeriert. Könnt ihr das lesen? Ja, da ist ein Dreier drauf. Problem ist halt so ein bisschen, da ist auch ein Dreier drauf. Aber da steht auch eine Nummer drunter, aber F9011 3-2, F9011 3-1. Das heißt, das da gehört quasi zusammen und dann werden wir das schon rauskriegen. Was haben wir da? F9011 3-3, die gehört dann quasi auch zusammen. Gut. Ja, dann legst du mir am Arsch, da machen wir da jetzt, was wie tun wir das? Das ist mal auf Zeiten da, das stellen wir einfach dann weiter neben am Boden her. Ja, wir mal am Boden hier, so. Schön. So schaut's aus. Kann ich den Chat einigermaßen lesen? Ist das ein Wirtshaus? Huntsman, das hast du richtig schön erkannt, das ist eine Hafentaverne. So. Wieso 16 hier da? Ja, ist eh wurscht. So, dann da die Song. Schauen wir mal hinein, was da so gibt. About Fun Hole. This is a surprisingly small hole inside a closet of a gas station. And all of a sudden a white... Nein, das ist wurscht. Ja, wie kann ich das irgendwie besser machen, dass man das gescheit sieht da? Das spiegelt halt, weil das Licht von rechts kommt. Ich hoffe, es ist auch hell genug. Aber nicht drüber stolpern. Das wird später dann passieren. Das werden wir dann später sehen. Wir haben auf alle Fälle 4, wir haben sogar Musikanten dabei. Da schon in Tracht und mit Saxophon. Nice. Und ein wie heißt der einen Yeti gesehen hat? Wie heißt der? Ein Reinhold Messner haben wir. Dann, das wird der Wirt sein. Und das weiß ich nicht, warum der ein kleiner Dolch dabei hat und ein bisschen kleiner ist. Ja, schaut aus wie Dungeons & Dragons Kompanie. Was haben wir da? Oh, da haben wir sogar ein 3D-Modell davon. Ja, mit schönem Artwork. Wunderbar, wunderschön. Inspiration. Come to a peaceful medieval village and get rid of modern life. Peer in beside the seas transformed from an old sailing ship. Das heißt, ein altes Segelschiff ist da umgebaut worden und dann haben sie sich gedacht, was machen wir Wirtshaus draus? Ja, was sagen, die macht immer überhaupt keinen Sinn. Nicht? Dann haben wir da What's included, Building Bricks, LED Lightning Kit, a Brick Separator. Ich habe mir extra den von Lego ausgereiht. Ich weiß übrigens nicht, ob das Ding Lego-kompatibel ist. Ich glaube nicht. Ich habe auch nichts dort zum Testen, muss ich ganz ehrlich sagen. Safety Precautions. Oder brauchen wir 3 Batterien? Gut, aber ich bin mir sowieso nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir mir halt bis zu die LEDs kommen, wenn ich da so drüber nachdenke. Was haben wir da? Sticker Instruction. Das wird mit einer Pinzette oben da, dann aufgepimmelt und dann wird die Folie runtergezogen. Das ist schön, dass wir das mal erklären, weil wir können sich noch erinnern an den Panzer. Im Panzer war das nämlich, habe ich es einfach aufgebückt und unbedingt, das schaut scheiße aus. Dabei habe ich nicht gewusst, dass man das runterziehen kann. Naja, gut. Aber da haben aber viele LEDs dabei. Und verschiedenfarbige, in orange, grün und was weiß ich, was soll ich sehen. Okay. Ja, das war, oh mein Gott, was ist, okay. Usage of Brick Separator, das kriegen wir gerade noch selber hin. Und dann brauchen wir brauchen da schon einen Haufen Zeug. Also Anleitung Nummer 1 dann brauchen wir aus der Elektronikschachtel, da muss ich jetzt schnell ein Messer holen. Moment. Ein Messerchen. Für was ist das Kinderzimmer, in dem ich da erinnere? Was anderes ist es nicht. Eine einzige Bastelstuben, wenn wir nicht ein anständiges Dings da hätten. Machen wir das auf da, kaputt machen wir nichts. Was ist da herin? Jawohl. Batterien haben natürlich keine drin. Es ist jetzt übrigens auch das erste Mal, dass ich so ein Ding in der Hand habe. Plastik fühlt sich gut an, fühlt sich nicht billig an. Weiß ich nicht, wie ich sonst sagen soll. Da ist auch der Brick Separator. Warte mal gescheit auf da. Der Brick Separator drin. Ja, der ist ähnlich wie der von Lego.
Das ist okay. Und wir brauchen, Moment, gehen wir da rum. 1, ich nehme die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Das legen wir dabei einmal da auf. Und dann kommt, was haben wir da? Schau hier. Schau dir das an. Da ist einfach eine sehr griffige und wertige Pinzetten dabei. Okay. Kann man brauchen. Kommt gleich in die Bastelwerkstatt. Sag ich dir, was ist. So, und dann brauchen wir Backerl 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Frage ist jetzt halt, welche Backerl 1, 2, 3, 4, 5? Jetzt muss ich noch mit gruschen. Da muss ich noch mehr reinluden. Da schreibe ich Jesus. Smoke this Werbung in your nose. Was? Depp, Friesendepf, ich nehme die Nummer 3. Fluffy Cat! Bussi aufs Nussi, mir ist wieder ein Resub. Hab jetzt gerade durch Zufall gesehen. Ich bin mal jetzt weiß ich mich aber. Jetzt sehen wir mir alle Dreier-Dinger hier. Das ist 3 und 3. Man, es sind nicht 3 Dreier-Düttel. Und 3 Einser-Düttel. Ich nehme jetzt mal da her. Es sind sogar 4 Einser-Düttel. Das ist 8. Ich brauche nicht 8. Machen wir 1 bis 5. Kann man die nach der Reihe aufmachen? Also ich hoffe, dass man zuerst alle 1er-Tüten, dann alle 2er-Tüten und dann alle 3er-Tüten braucht. Das war jetzt toll. Das wäre mir jetzt klar. Ansonsten muss ich da jetzt 28 Tüten aufreißen und alles zusammen verteilen. Das war jetzt ein bisschen behindert. Ja gut, jetzt pass auf. Nehmen wir mal die 3. Die 3 3er-Tüten. Den Rest werfen wir wieder rein und dann schauen wir, was passiert. So. Wunderschön. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, was ihr da seht und was nicht. Bladel erstmal weiter. Bladelt mir erst einmal weiter. Ach, das sind die einzelnen Bauschritte. Ah ja, da steht eh. Tüte 1. Wunderbar, schau hier, haben wir es eh schon. Hätten wir heute einmal weiter bladelt. Hätten wir heute einmal weiter bladelt. Okay. Ja gut, und der zweite Bauschritt ist dann der ganze Aufbau oben. Und das ist der ganze Unterbau. Ich finde da immer geil, ich sehe da schon, dass da so ein Interieur da ist, das man später wahrscheinlich gar nicht sehen wird. Das heißt, man kann dann die oberen Hälften oben da, so wie ich das sehe, und innen drin haben dann sogar Tischel und eine Bar und ein Grill und lauter so ein Scheiß. Und das ist halt was, da kannst du Lego in der Pfeife rauchen, weil die das nicht mehr deren. Was ist das? Ist das ein Ratz? Flüppe aus, so wie das ist. So, jetzt brauchen wir lauter Einser-Tüttel. Sagt uns das. Jetzt müssen wir erstmal einen See zusammenbauen, die paar Storndal und einen Keller. Es hat sogar einen Keller! Oder wie? Ja, geil. Einmal in. Los geht's. Da sind wir. Ja, bitte. Dann schüttet man schon da. Wir machen das jetzt am Gescheitern, dass ihr anständig was seht. Die Anleitung, glaube ich, ist für euch jetzt nicht so unfasslich wichtig. Die der wir da so oben. Ich rutsche die dann irgendwie so hin und her, wo wir gerade sind. Jetzt sind wir da bei 1, weil manchmal finde ich dann keine Dinger nicht. Jetzt nehmen wir das da mal auf die Seiten. Machen wir so. Und schütten wir einfach einmal das da so hin. So. Das war auch Tüte 1 von 2. Ja, toll. Na, 2 von 2. Toll. Das haben wir schon mal richtig gut gemacht. Gratuliere, Birger. Das schieben wir jetzt da auf. Das müsst ihr gar nicht so richtig sehen. Geh weg. Geh weg, geh weg. Es war halt toll, wenn die Nummer, dann da die lange Nummer auch dabei steht. Halt. Aber gut, ist ja vollkommen wurscht. Auf der Seite seht ihr gar nichts mehr, gell? Naja, gut. Ja, das kriegen wir schon hin. Du, das kriegen wir mir eben schon hin. Was ist 1,1? Das ist 1,5. Es gibt 5 Einser-Tüten. Das ist die erste Tüten. Machen wir die auch mehr auf, weil es eh wurscht ist. Oder müssen wir einfach alle aufmachen? Wir werden sehen. So, hingeschissen. Wundervoll. Wundervolle Geschichte. So, wie schaut's aus? Du kannst dir die Anleitung auch als PDF auf den Bildschirm legen. Ja, das Bildschirmthema ist ein bisschen schwierig, weil ich an meiner rechten Seite von meinem riesen Atomschreibtisch meine Monitore hängen alle da. Ich hoffe, man sieht das in einem kleinen Beutel einigermaßen. Die haben da fest montiert und die kann ich nicht wegen einem Stream alle 3 Monate mal da jetzt mehr auf und ab bauen, da kriege ich einen Vogel. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und schauen wir, was wir brauchen. Also wir haben auf alle Fälle komplett falsch, weil wir brauchen offensichtlich so eine große blaue Platten. Und diese große blaue Platten sehe ich da nirgends. Allerdings, wir haben jetzt 1, 1, 1, 2, 5, 4, dann fehlt noch Tüte 3. Moment.
Vorsicht. Schaut doch gut aus. Ja, das ist die Nummer 9. Ja, Grutzi, fix nochmal, wie viele scheiß Tüten sind denn das? Real Life looten. Ah, das schaut gut aus. Das meine ich schaut gut aus. Das ist ein extra Tüten. F90 TY2. 4x12, 2x12. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was schlaberst du? Okay, der machen wir mal das auf die Habenseite. Wie viele Tüten möchten Sie? Ja! Da ist noch nicht. Ah, ist nicht. 7, 9, 2, 5, 7, 8, 6, 6, 8, 9, 4, 6. Ja, wer soll denn da was finden da drin? Platten sind, glaube ich, meistens extra verpackt. Ja, trotzdem geht mir so Paket 1,3 ab. Also es müsste, nach meiner Logik zumindest, müsste jetzt nur eine Tüte mit 1-3 geben. Die säge ich da jetzt noch nicht so wirklich. Sag ich dir ganz ehrlich, die ist verschollen. Da klang ich schon wieder. Das ist 8. Naja, gut. Wenn es ist, müssen wir es im ganzen Zimmer verteilen. Helft uns alles nichts. Helft uns alles nichts. Jetzt aber mal schwer davon aus, dass das diese Platten da sind. Darum. Da steht aber eine ganz andere Nummer drauf. F9011 TY2. Keine Ahnung. Aber das ist das einzige Backerl, wo ich diese großen Platten da drin gesehen habe. Und das ist definitiv der Start von dem Ganzen. Jetzt beißen wir auch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, passt. Tja, dennoch säge ich da aber nirgends die dunkelblaue, doch da säge ich es. Dieses dunkelblaue Ding braucht man zweimal. Was haben wir da zweimal? Das ist jetzt aber in der 2er-Tüten drin und nicht in der 1er. Okay. Dann brauchen wir 4x12, das wäre das drum da sein. Brauchen wir einmal. Ich wirf jetzt das einfach alles da mal auf die Habenseite. Dann brauchen wir 2x12, das sind die 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nein, das ist nicht. Das sind 14 oder 16er, dann muss das fast sein. 2, 4, 6, jawohl. Brauchen wir auch einmal. Und dann brauchen wir einmal 4x6. Das wird die da sein. 4 x 2, 4, 6. Nö, ein bisschen kleiner. Nehmen wir das Ding. Wunderbar. So, und das gehört jetzt irgendwie. Das ist ja wieder ein komplett anderes Set. So. Das funktioniert schon wieder alles anders. Habe ich schon gesehen. So, der erste. Das müssen wir besser zelebrieren. Das erste Ding, wo wir zusammenstecken, ist immer gut. Press F für den Nippel. So, dann nehmen wir 4x12. 4x12 kommt da unten rein. Ich halte das einmal so laut Anleitung zusammen. Jawohl. Erstmal habe ich deren an alle, das gerade einer schwab, weil ich schon wieder ein paar mit deren im Chat lese. Aber wie Sie sehen, ich bin schwerst beschäftigt. Das daher. Das daher, dann kommt da oben das rund. Das ist ja gar nicht das runde Ding, oder? Doch, das ist schon. So, ja, und da haben wir das 2x12 Ding. Das kommt so her. So! Das ging schnell. Wunderschön. Wunderschöne Geschichte. Weiter geht's. So, ja, ich schiebe das da so ein bisschen auf die Seiten und bauen der mal da. Ich glaube, da sieht man es am besten. Weg und das Messer der mal auch weg, weil da tue ich mich halt bloß noch weh. So ein bisschen hier. Oh.
Wenn wir schon Nippelklötze machen, dann müssen auch überall Nippelklötze sein. Wir platzieren wir das jetzt einmal genau so, wie es da ausschaut. Und greifen wir uns wieder zusammen, was wir brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich das hellere Blau. Ist das der gleiche Blauton? Ja, ist auf alle Fälle. Und dann können wir es eigentlich direkt zusammenstecken, da fällt überhaupt nichts. Na ja, gut, müssen wir es da im Bratz nehmen, geht besser. Jawohl. Dann haben wir das Ding, das kommt da oben. Ja. Und dann haben wir irgendwo. Die gehen ja nicht jetzt schon diese hellblauen Dinger aus. Das ist ja auf alle Fälle nicht. Sondern wir brauchen das hellere Blauzeug und das muss in einer anderen Einsertüten drin sein. Und das ist da nicht drin. Jetzt müssen wir wirklich jetzt schon. Ja, mal das da auf. Und da ist es auch nicht drin. Das ist wirklich winzig, winzig. Jetzt muss ich wirklich diese Tüte da auseinander pfrimmeln, oder was? Kruzifix, da klang ich schon wieder. Kinder, da klang ich schon wieder. Wenn jetzt die Tüten feit, dann war es ein kurzer Stream. So. Wir machen jetzt High-File, weil es sowieso nicht hilft. 8. 8, kommt einmal da hin. 4. Ja, Bauschritt 1 bis 3 kommt da nicht hin. Was haben wir da? Bauschritt 2. 2. 4. 10. 9. Ich nehme die Nummer 3. Nummer 3. 10. 3. 10. 2. Ich nehme die Nummer 8. Nummer 11. Nummer 5. Haben wir 5 schon gehabt? Kommt da hin. 5 haben wir noch nicht gehabt. Was haben wir da? Oh, das ist A3. Dann haben wir Nummer 6. Nummer 6. Ich hab's gefunden. Sehr schön. Wunderschön. So, großen Teile, die haben wir da oben. Hab doch gewusst, dass das Ding irgendwo sein muss. Wundervoll. Zauberhaft. Du hast in Schüsseln rein. Ich weiß nicht, was glaubst du, dass ich 400 Schüsseln daheim habe, oder was? Hab keine Schüssel. Scheiß auf Schüssel. Ich bin Pro-Gamer, ich brauche keine Schüssel. So, ein bisschen auseinander. Oh, ich habe ein Fassel entdeckt. Ein Fass. Wunderschön. So, brauchen wir die Rundungen schon? Nein, brauchen wir nicht. Ist da jetzt das Zeug drin, das wir brauchen? Ja, ich glaube schon. Fahren wir ein wenig auseinander. Ich glaube, das gehört so, aber das werden wir dann schon genau entdecken, wie genau das gehört. Dann brauchen wir das Ding. Das kommt da schon her. Ja. Sind das schon die richtigen Teile? Birger, sind das die richtigen Teile? Ich weiß es nicht, Was ist denn das für ein seltsames Teil? Ja gut, das habe ich doch. Habe ich in meiner Kindheit schon mal gesehen. So, haben wir es doch. Wunderbar, wunderschön. Bitte weiter zur Bauschrittnummer. Ich nehme die Nummer 3. So, jetzt brauchen wir den langen 16er. Oh, jetzt müssen wir es umdrehen, so wie mir die so schaut. Ja, der lange 16er Teil, der kommt dann da schon. Ja. Zur Stabilität der Platte, so wie mir das anschaut. Und dann brauchen wir noch einen 4x10er. Was ist denn der 10er? 2, 4, 6, 8. Dann ist das der 10er. 10x4. Dafür kommt da einer. Ja. Und dann haben wir noch irgendwo ein ganz helles Ding in klein. Ganz hellblau, aber das ist das nicht. Ne, das ist viel zu groß. Lass mich raten, das ist in den kleinen Tütel drin, nämlich in dem hier, ja natürlich. So, Separate auf Seiten, große Teile, die haben wir da auf. Die ganz kleinen Wuckel, die ganz kleinen Wusel, die haben wir da her. Später wird es übrigens so nach 2 Stunden mal passieren, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne, wo zur Hölle was liegt, dann müsst ihr es mir ihr im Chat sagen. Für das verteile ich das da! Das ist aber selbstredend. Und da haben wir das kleine Ding auch schon. Ich bin schon wieder zu behindert. So geht's. Wunderschön. Wunderschön. So. Dann haben wir im Bauschritt 4. Das heißt, wir brauchen nochmal so eine Platten. Und Sandfarben. Sandfarben rund. Momental, Babito. Ist schon mal noch eine Platten hier. Machst du mal noch so eine Platte rein. Wunderschön.
Nippel und Zusammenstecker, das kenne ich anders. Herr Klinke, ich nicht. 1080p mehr kann der Monitor nicht. Was? Was labert ihr schon wieder? Oh, das Sandding, da brauchen wir sogar 3-mal, stelle ich gerade fest. Und das haben wir da auch 3-mal. Nehmen wir die Platten da mal auf die Seiten. Und dann muss das Ding. Oh. Immer schön brav eins nach dem anderen. Was mir, mittlerweile haben wir ja schon semi-professionelle Nippelklötze zusammenstecken. Plastik hat ein gutes Gefühl. Das Zusammenstecken fühlt sich auch gut an und fühlt sich vor allem auch stabil an. Es fühlt sich nicht so an, als würde es gleich auseinanderfallen. Es fühlt sich aber auch nicht so an, als würde es nie wieder auseinandergehen. Haben wir alles schon gehabt. Weiter geht's. Ah, ich sehe schon, da wird der Sand zusammengepimmelt. Ja. Dann haben wir 2-mal eine kleine Rundung. Ist das genügend Rundung? Nein, es ist bloß 3 Brot. Müssen wir jetzt nur eine Tüten aufreißen? Nein. Ja. Und da so hier. Ja, jetzt haben wir schon ordentlich am Meter mal. Alter, jetzt werden die Dinger jetzt schon zusammengesteckt. Bist du besoffen? Alter, das Ding passt nicht mehr in die Kamera. Da muss ich mir spätestens bis zum nächsten Mal die Kamera 4 Meter weiter wegstellen, Alter. Wo Nippelklötze ASMR? Das ist ein guter Punkt. Achtung. Phase 1 des ASMR. Phase 2 des ASMR. Wer nicht weiß, was ASMR ist, googeln. So, sauber zusammenstecken, damit das sauber hält, sonst wird das nichts, Kinder. Ich sehe es mir ja schon runterfallen, sagt der, wie es ist. So. Hammer. Bauschritt Nummer 6. Jetzt muss ich da ein bisschen mehr Platz machen, damit ihr das da besser seht und damit ihr auch ein wenig einen Platz habt da. Wunderbar. So. Dann zusammengesteckt, Bauschritt Nummer 6, wunderbar. Wie viele Bauschritte sind es? Es sind auf alle Fälle 175 Seiten. Ja, es wird eng. So. Jetzt brauchen wir 5-mal diese Dinger da. Das sind so Winkelteile, 4×2. Wie oft 5-mal? 1, 2. Da habe ich direkt schon spät. 2, 3, 4. 5 in Blau und 3 in hellen Sand. Und das Ding kehrt mit dem Zwickel da so an die Seiten noch nicht befördert. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, wohin der Hase laufen tut. Was ich übrigens extrem nervig finde, ist, ihr habt Hintergrundmusik und ich hab keine. Ich hab bloß mein Scheißgelaber. Und da sehe ich schon, da haben wir noch nicht ganz beieinander. Ja, jetzt haben die Glitz quasi an der Seite Nippel dran. Okay, passt, nehme ich. Und jetzt kommt schon die Verkleidung aufgeschissen. Sehe ich das richtig? Da müssen wir jetzt nein, müssen wir noch nicht anders machen. Da brauchen wir einen sandigen Lange. Sag mal das. Wo ist der Chat? Mieti. Oh ja, Mieti. Die darf schon mal da sitzen. Kann man die überhaupt irgendwo hier sitzen? Ja, nicht gescheit. Ich hab bloß ein Loch im Bauch, wo man dann drauf sitzen kann. Ja, die kommt schon noch. Stresst euch nicht. So, müssen wir jetzt wahrscheinlich das Ding da, die ganz kleinen fuselnden Dinger da auch noch aufmachen. Seht ihr das richtig? Gehen wir da auf die Seiten. Zauberhaftes Geräusch. Ja, bestes Set ever. Ich weiß zufällig auch, dass noch ein Viech dabei ist. Was für uns, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. So, habe ich da drin jetzt das kleine Sandding erspäht. Ja, das kommt da an der Seite noch nicht. Dann brauchen wir das lange. Wo ist das lange Sandding? Da ist es. Habe ich es gewusst. Ja. Das wird alles jetzt so da drauf gemacht, dass die Gaps
Ich weiß das englische Wort für Gaps, aber ich weiß nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, die Gaps überbrücken. Fertig. Leg mir am Arsch! So, dann brauchen wir zweimal einen Vierer. Zwischenraum? Keine Ahnung. Lücken! Ja! Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Aber ja, da ich heute schon mit dem Wongel verglichen worden bin, mein Legasthenie hat mir leider verboten, dass ich einen größeren Wortschatz habe. So, jetzt haben wir die verbaut. Das ist die Seitenverkleidung, da unten, die Seitenverkleidung, die ist drin. Aber jetzt können da einfach random zwei so durchsichtige Hammen rein. So transparente Dinger da. Die kehren jetzt mal so wacht. Kehren da zwei eine und da so um. Dann kehrt der freilassen und da. Also, ich gebe der Brief von sich, wenn die zwei richtig gesteckt sind, dann heißt ich Hans Wurscht. Dann oh, schau hier, da ist sogar zum Messen. Wieso ist da jetzt auf einmal wieder was zum Messen? Und da bei den Platten nicht? Wo ich 12 oder 16 Nippel abziehen muss. Der Platz wieder ausgegangen, ihr Grippen. Naja gut, haben wir alles. Bauschritt Nummer 9. Nochmal ein Platten! Ja Kruzifix, was zur Hölle hast denn du vor, guter Plan? Ich meine, es wird modular aufgebaut und nicht alles in einem, der Psuff oder Uhu. Ja gut. Aber da merkst du schon, es wird gar nicht so klar, das Scheißding. Dann brauchen wir das hellblaue Teil und das hellblaue Teil und das ist falsch hellblau. Irgendwo haben wir noch so das kleine Eckteil da, ja. Haben wir jetzt übrigens. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Da herunten. Und. Mal schauen, bis das da eingepimmelt haben. So. Ja, das schaut gut aus. Und das steht normalerweise immer 2 Nippel hinein. Ja, dort also eh noch mal sauber steht, dass man es sauber sieht. Passt schon. So, jetzt haben wir zum ersten Mal diese ganz dunkelblaue. Die schauen da recht grau aus. Wahrscheinlich auch bei euch in der Kamera, sind aber nicht grau. Dann haben wir da 1x12. Das ist mit Sicherheit nicht. Ist das 12, 2, 4, 6, 18, 12. Jawohl. Einmal. Dann haben wir da 4x12. Das darf der sein. Jawohl. Und einmal 4x8. Das darf der da hinten sein. Schauen wir mir gut aus. Früher alle schauen wir mir gut aus. Was hast du gemeint? Na, das brauchen wir, das brauchen wir. Jetzt pass auf, 8. So rum. Der Eidenschink schreibt Servus. Wenn ich auch kurz mal random in den Chat hineinschaue, sage ich natürlich auch mal Servus. Das ist ja klar. Du, das ist ja klar. Das ist ja klar. So, ich glaube, haben wir mir so richtig. Ich glaube, so sind wir richtig. Ich glaube, so sind wir richtig. Wo werden das hinkommen? Da hier vorne so? Ja, weiß man noch nicht. Wir werden sehen. We will see. So, jetzt geht die ganze Gaudi umdreht. So umdreht. Okay. Wir haben einen hellblauer 4er, beziehungsweise ein 2x2er. Wie ist denn die korrekte Bezeichnung für den Stor da? Das ist ein flacher 2x2. Oder ich nenne den halt 4er. Keine Ahnung, er erinnert mich irgendwie an einen Würfel. Er erinnert mich einfach an einen Würfel. Jetzt halt einmal dein Maul. Wo haben wir einen 6er? Wo ist der 6er? Wo ist der 6er? Jawohl. Und dann den da so unten rein. Wunderbar. Unterbau ist fertig. Dann haben wir da zweimal blau. Zweimal blau mit Kurve. Wo blau mit Kurve? Ist das der blaue mit Kurve? Ich glaube schon. So. Blau mit Kurve. Und blau mit Kurve. Alter, Lego war 2/3 Glamour. Simato, da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Alter, Lego war 2/3 Glamour. Ich weiß jetzt nicht, was. Und ich darf gern jede herabwertende Geschichte über Lego, da die gern genauer. ins Auge fassen. Und der gute alte Lego-Hass geht immer. So, und die 4. Platten. Also dann kannst du, ja, das werden wir jetzt dann wahrscheinlich auch gleich zusammenstecken. Zusammenstecken. So mal, 2 Nippel. 2x2 Plate. Okay, verstehe. Ich versuch's zu verinnerlichen.
Ich versuche es. Ist da eigentlich was? Ja, wir haben ja übrigens bei Bauschritt Nummer 14. Jetzt brauchen wir den Davy, brauchen wir den gleich lange. 2x6, 4x8, jawohl. Und dann haben wir noch irgendwo zwei so hellblaue runde Diving. Die haben da. Und die können jetzt da so unten ohne geschissen. Ohne geschissen? Das sagst, gibt's das? Ja, schau, geht ja schon viel schneller wie beim Panzer. Oh nein, doch nicht. Machen wir so. Und dann haben wir so. Schaut gut aus. So, jetzt gehört das da auch schon wieder zusammengeschissen, oder wie? Schon wieder so weit. Ja, ja, Tatsache. Tatsache. Der Unterbau ist da. Du, der Unterbau, der ist da. So, und jetzt lass mich raten, jetzt gehört das dann wahrscheinlich so zusammen da. Das ist voll die riesen Grundfläche. Schau dir mal die so. Wie soll ich nie das da in die Scheibe, wie soll ich nie das in die Kamera einkriegen, Leute? Kruzifix muss ich beim nächsten Mal wieder umbauen. Naja, müssen wir improvisieren, das hilft ja nicht. Jetzt hoffe ich, dass beim nächsten Bauschritt zusammengesteckt wird. Nein, wird's natürlich nicht! Kruzifix! Ja gut, dann wird's irgendwann zusammengesteckt, das ist mir jetzt wurscht, das lassen wir jetzt da. Wir brauchen dieselbe Verkleidung wieder. Wir brauchen 8 Mal so blaue Eckdinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die kommen jetzt. Wo kommen sie denn hin? Da so ohne. Ja. Gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, du. Blub. Ich glaube, ich bin einen Bauschritt voraus beim Zusammenstecken, aber das ist mir jetzt wurscht. Früher oder später wird es sowieso zusammengesteckt. Möchtest du wetten, dass bei meinem Glück wahrscheinlich nicht zusammengesteckt wird, sondern erst auf die eine Hälfte was draufkommt und dann auf die andere? Möchtest du wetten? Möchtest du wetten? 42 Zoll, nur für den Chat. Was? Mr. Bild, was? Wo? Unser kleiner Baby-Chat im Stream da ganz rechts unten, der ist cute. Press F für den kleinen Baby-Chat da unten. So, schaut gut aus. Dann brauchen wir wieder Verkleidungsteile. Zweimal den langen Hammer. Ist das der? Jawohl. Einmal den kurzen Hammer. Einmal, zweimal so ein 4er Hammer und einmal eine 1 auf 2 Plate in Blau. Hammer! Schau hier! Pralle haben wir die. So, das machen wir jetzt mal so, damit man ein bisschen mehr sieht. Sagt der. So, außer meine Hände sieht man natürlich wieder gar nichts. Machen wir es so. Dann nehmen wir da die 4er. Dann kommt da 8er auf. Dann kommt da ein 4er auf. Zack. So. 8er. So. Haben wir. So, jetzt bitte sag mir, dass wir das zusammenstellen. Ja! Gott sei Dank. Bauschritt 18. Die beiden Platten werden nun vereinigt. Verheiratet, um nicht zu sagen. Ja, ist da im Nahen Osten, darf das schon wieder nicht gehen, weil das Set ist ab 12. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. So, wunderschön. Oh, wir müssen mal. Muss ich so mal. Was ist denn eigentlich lieber? Anleitung oder. Sag schon, der Chat hat es registriert, passt. Was ist denn eigentlich lieber, Anleitung oder das? Weil beides kriege ich jetzt nicht mehr, aber wir überschneiden es einfach. Wir machen es so. Das schaut gut aus. Jetzt müssen wir da so lauter so Kreuze rein tun. Ich glaube, dazu brauchen wir, was brauchen wir da dazu? 8 mal 2 mal 6. Okay, 2, 4, 6, 8. Der Schmitti kommt eigentlich nur mehr live auf Pi-Stream. Nach Horror Oktober zum Beispiel möchte man es noch holen, aber ich weiß nicht, ob es die 60 Euro wert sind. Merci für den Resub. Da gebe ich dir einen richtig guten Tipp. Mach's genauso, wie es ich gemacht habe. Nochmal, es ist keine Werbung. Ich will weder dafür zahlt noch irgendwas. Ich finde es einfach nur gut. Ich habe einen Microsoft Game Pass. Der kostet einen 10er. Da ist Lies of Pi drin. So einfach habe ich es gemacht, weil ich mir eben auch nicht sicher war, ist was oder ist nix. Ich bin dabei, es ist was. 60 Euro, warum 60 Euro zahlen?
wenn ich 10 Euro zahlen kann und länger wie einen Monat spielt man es sowieso normal nicht, wenn es ein gutes Spiel ist. Und kriegt dann nicht bloß ein Spiel, sondern was weiß ich wie viel. Ich glaube 150, keine Ahnung. Ja. Jetzt beißen wir mal Obacht. Wir stecken das da jetzt so zusammen. Wir bauen da quasi ein Fundament. Damit, die hätten wir aber auch schon vorher draufstecken können, damit es die Platten nicht so durchbirgt. Wenn das Ding dann da steht. Und wir brauchen jetzt halt 4 mal so 1x12. Das werden da herum sein. Die schauen mir schon die ganze Zeit so instabil oder um. Die kommen da als Querwürstel rein. Das muss aber auch gelangen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, du, das lasse ich durchgehen. Ein Serverproblem ist aufgetreten. Kann er mir irgendjemand was in den Chat einschreiben? Bei mir hat sich, glaube ich, der Chat gerade aufgehängt. Hallo? Hallo? Hallo, Dri? Was ist? Der Wulfeck schreibt was? Ah, passt, bin wieder da. Wunderbar. Haben wir es schon. Bauschritt 20, Kinder. Boah, leck, Alter, muss das jetzt da wirklich... Ach, geh, komm. Okay. Mir pimmelt mal irgendwo da umeinander. Okay, gut. Jetzt kommt Sandstein, Kinder. Sandstein! Jetzt wird es ein wenig unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Let me have a look. Jetzt nehmen wir die kleinen Teufel, nehmen wir mal da so her. Das sind die etwas größeren. Und die Dinger da. Okay. Jetzt pass auf. Haben wir noch irgendwo ein Einser Tüten? Ja. Haben wir noch irgendwo ein Einser Tüten? Schauen wir mal. Das sind auf alle Fälle nicht diese Teile. Nicht dieses Teil. Ah, das da habe ich gesucht. Das seht ihr wieder ums Arschlecken. Nicht so ein komisches, so ein Eckteil. Die tue ich jetzt alle einmal da so her. Wird so ein wenig fuselig. Haben wir das da und das da. Dann haben wir das drum. Dann haben wir noch so ein rundes. Das da. Bloß die zwei finde ich nicht. Die Zweier mit Schräge, haben das die? Ja, eins. Ja, das mit der Rundung brauchen wir nicht. 2 und 1 das 3 Brot ist. Das ist dann das. Ja, Birger, Kruzifix, halt doch dann dein dummes Mal, wenn du es findest. Was redest du denn Scheißdreck, du Mongo? So, da haben wir. Scharfe. Eckt ihr das noch? Das Arschlecken nicht mehr, gell? Ja, das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft, sag ich dir, was ist. Dass das Ding so beschissen riesig ist. Ich habe jetzt nicht können sehen, dass das so schnell so groß wird. Aber gut. So. Oben. Stellungsding. Würstelfinger auf die Entfernung schwierig. So, jetzt muss ich abzählen, wo das Ding hinkommt da. Genau da so mitten auf. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Es verbindet auch die große Platten und die große Platten, dann gewinnt es auch wieder an Stabilität. Wunderbar. So, angefangen wird mit den Steinen da. Sagt der, was ist. Ja, da geht es auch gleich fett weiter. Dann brauchen wir einmal die. Ja. 14. Einmal. Und den ganz kurzen. Dafür ist er dünn. Und den haben wir da. So. Das sind so für die Lego-Steine, die Form der Lego-Steine aus den 80ern. Schaut doch gut aus. Redst du schon noch von den Steinen? Was für Steine, Alter? Storno. Da, Mieze darf auch dabei sein. Wunderbar. Ja, das schaut alles gut aus. Da, wenn wir uns halt jetzt verdehren und einen Nippel zweit links oder rechts sind, dann können wir alles wieder auseinanderreißen, aber ich glaube, es passt schon. Ich glaube, das passt schon. Ja, jetzt werden diese Dinger da zusammengebaut. Das können wir. Oh, jetzt Miezi muss schon wieder weg, die muss ins Wasser. Hilft nicht.
da drauf. Einen nach dem anderen. Sag ich dir jetzt, wie es ist. Bin mir nicht sicher, was schneller geht. Erst einmal alle zusammensuchen und dann drauf scheißen oder jeden einzeln suchen und gleich drauf scheißen. Ich glaube, jeden einzeln suchen und gleich drauf scheißen geht, glaube ich, schnell, weil es dann einen Stor bloß einmal angelangen musst. Was sagt da was sagt der fachkundige Chat zu solchen Sachen? Ich habe gerade eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch gekriegt. Mr. Noppler-Bene, da sage ich GZ. Der ganze Chat sagt Hashtag GZ. Stell dich ja nicht blöd an, ich sag das, wie es ist. So die Nippelklötze-Streams sind ja immer der perfekte, guter Zeitpunkt zum einfach random hineinphilosophieren. Gibt's mir ein random Thema und ich sage euch alles dazu, was ich weiß. Also wenn ihr schon mal alles über Quantenphysik wissen wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich habe jetzt einfach, ohne dass ich irgendwas sage, nämlich Bauschritt 23 abgeschlossen. So sieht's nämlich aus. Heute habe ich was verpasst. Ecke, alles. Schon hin, wir haben eine Insel, wir haben eine Miete. Weiß ich nicht, wo du wieder warst. Weiß ich nicht, wo du wieder warst. Währenddessen wir das Meisterwerk da hergeschissen haben. Da, wir haben einen Bauschritt, Nummer 24 übrigens. Und es geht jetzt da, das finde ich bin immer sehr fasziniert darüber, wie die gefühlt random Aneinanderreihung von ganz klassischen Steinen ziemlich schnell dafür sorgen kann, dass das einfach ausschaut wie Felsen, Sand und so weiter. Da bin ich immer fasziniert, wer sich das Zeug ausdenkt und so weiter. So, wir haben das lange drum, das gehört da auf. Jawohl, das war jetzt aber der. Wir machen mal sauber der Reihe nach. Jetzt meine ich, geht mir ein Stor ab, nämlich der lange mit Abschrägung. Was ist denn? Seht ihr den da irgendwo? Da ist er tatsächlich, Gott sei Dank. Ich bin gespannt, ob er ein Teil abgeht. Ich bin gespannt, ob er drum abgeht. Was ist denn? Hä? Nicht total falsch, Birger, was tust du mir? Weißt du, wie du hudelst, dann weißt du, wie du die Mieze irgendwo hingesessen hast. Mehr Wein als Wasser. Schrödingers Katze. Verdammt, na dann weitermachen. Thermodynamik. Solange da kein Nierenstor abgeht, hoffen wir es nicht. Was nützt der Bürger für eine Eselbrücke, um sich seinen Geburtstag zu merken? Ja, also immer eins weniger als das Jahr. Im Grunde bin ich 24. Was? Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. So. Und irgendwo haben wir zwei Bilder. Oh, das erste Random-Teil, oder nennen wir es mal Custom-Teil. Das schaut aus wie so kleine Pflanzen. Die sind ja ganz dunkelgrün. So kleine Pflänzchen, um dem Ganzen da ein bisschen Leben einzuhauchen. Wunderschön. Wunderschön. Und da haben wir noch einen, so einen kleinen Klotz. Oh, der muss erst unten rein. So. Und so. Das verdeckt das ein bisschen. Passt. So, was haben wir noch? Da unten können wir die transparenten Teile rein. Machen wir einen. Und so. Die hätte ich jetzt fast übersehen da. Haben wir den? Nö, haben wir nicht. Wo geht der hin? Mr. Lolmops. Da hast vorher unfassbar viel Dusel gehabt. Normalerweise schreibe ich nämlich nicht zurück. Jetzt muss ich. Ja, ich bin nicht aktiv in LOL. Wenn, dann spiele ich bloß noch Arams. Das tue ich momentan tatsächlich wieder einigermaßen oft. Jetzt muss ich schnell abzählen, ob das 16 sind. Ich glaube schon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jawohl. Das Ding brauchen wir zweimal. Das ist 100 Meter lang. Das muss zweimal zum Auffinden sein. Jawohl. Seht ihr da was? Ja, dann haben wir einmal 2 bis 12. Das passt auch. Und 1 1 bis 12. Passt auch. Wunderbar. Jetzt müssen wir das drehen. Achtung, Miezi darf nicht davon fliegen. So. Wunderbar. Ich glaube, da kommt jetzt halt auf das Sandding, kommt jetzt dann das Fundament vom Haus.
bei mir auch die zwei Langer kennen da ganz außen hin. Und zwar. Ja, ich glaube genau so. Ding steht auch jetzt halt mittlerweile ganz gerade, ohne dass er sich durchbirgt. Das ist gut. Dann nehmen wir doch das als Maßstab da. Mizi, du musst wieder woanders hin. Die sitzt wieder dabei da aufs Ding auf. Das Ding geht da hin. Jawohl. Ja, also die Steine halten schon richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt geht jetzt da 3 Nippel eingegangen und so. Und da bleiben 2, also passt das so. Jawohl. Haben wir schon. Bauschritt 25, da geht es zacki zacki, Kinder. Das Foodlab mit. Statusmeldung vom Sputnik 2 bitte. Sprengi! Schön! Ich sag das ganz ehrlich, die Statusmeldung vom Sputnik 2 sagt miep, ich möchte gerne aus, mir fällt gar nichts. Er schaut gut aus. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist so gut verheilt. Was ist denn jetzt, Alter? Hä? Was genau haben wir jetzt übersprungen, dass wir jetzt auf einmal ein Boot bauen? Was? Ist es in Tüte 1? Hä? Was? Ich bin verwirrt, wir waren da gerade beim Inselbauen. Okay. Muss ich das jetzt dabei, das tun sie eh kennen. Hilft nicht. Jetzt muss ich das Boot rausgehen. Statusmeldung zum Spur. Er schaut wirklich gut aus. Also es ist sehr schnell zusammengekeilt, das Auge ist fast nicht mehr angeschwollen, ganz leicht. Und es ist, was mich da fasziniert, es ist krass, wie dermaßen hart im Nehmen Katzen sind. Das ist richtig heftige Scheiße. Da! Bin mir nicht sicher, ich glaube, dieses Boot. Das ist wieder in einer random Tüten drin, Alter. Warte mal. Oh. Das ist einfach ein Bootsrumpf da. Wieso habe ich da 2 davon? Why nicht? Brauch gerade einen. Dann auf Zeitnetz. Ja gut. Gehört offensichtlich zum Programm. Keine Ahnung. Dann brauchen wir zweimal ein 2 auf 4 Brick und zweimal 2 auf 4 Plate. Nein, ein 2 auf 3 Plate. Jawohl. Geht das Ding umdreht. Was, das hätte man auch gleich eingießen können, den 6er Stor da. Was ist mit dir schon wieder Produkt? Okay. Haben wir. Mal geht umdreht, kriegen wir hin. Bauschritt 27. Kleine Plates, 2x3. 2x3 in Grau, 2x3 in Braun und diese komischen schrägen Dinger, da wo ich nie weiß, was ich jetzt sagen soll dazu. Kommt einer da hin. Da eine graue da hin. Seht ihr das anständig? Ja, ich denke schon. Die ist da 4. Hä? Achso, die können dann so zusammengesteckt da. Dann gehört das Ding. Ja, das macht aber schon wieder einen sehr instabilen Eindruck. Was ist das? Das macht dann. Das hält nicht lang. Nein, sag ich dir, was ist? Das hält nicht lang. Jetzt sind wir jetzt das da mal da so rein und hoffe, dass es dann von der anderen Seite. Das geht nicht gescheit. Okay. Okay, ist schon drin. Heute wird Bomben. Heute wie die Bombe. So. Und das Ding habe ich auch schon mal irgendwann in der Reißen gehabt. Jawohl. Kommt straight da rein. Ne, hoppala. Nichts mehr verkehrt rum. Richtig rum, bitte. Schön. Ja, was ist mit plötzlich passiert? Haben's gekauft. Ich hab das nicht mitgekriegt, glaube ich. Scheiß IRL. Mr. Sinister. Ich kann es gerne noch mehr erklären. Was heißt erklären? Ja, plötzlich letzten Sonntag, ich gehe zum, weiß ich nicht, Vormittag irgendwann nach dem Aufstehen, gehe halt irgendwann zum Rauhaus, lalelu, liegt er plötzlich auf der Bank draus, wie er es eigentlich immer tut. Denke mir nix, ja, passt schon, keine Ahnung. Dann schaue ich mir so an und bemerke, oh, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Was soll denn das da vorne für eine Scheiße sein, Mann? Der 4er oder ist das ein 3er? Das ist ein 3. Und wir so, hä? Macht überhaupt keinen Sinn. Macht. Jetzt, bevor ich von plötzlich weiter erzähle, was ist denn das für ein Caster? Einmal so ein braunes Dreier drum. Das ist das Einzige, was ich dazu da habe, ist das. Und das so im Mittig. Das so im Mittig. Wie soll denn das laufen? Ach, das. Okay. Jetzt haben wir wieder was Neues gelernt. So ein Lego-Veteran haben wir dann doch noch nicht geworden oder fortgeschritten. Und zwar, der Stor da haben die Nippel ja kleine Löcher drin. Das heißt, das ist Milchspritzen.
Und der normalerweise rein mathematisch kann man den dann nicht mittig platzieren, braucht es halt einen Viererstecker. Aber in den Dingen, da haben ganz kleine Babynippel. FBI, open up! Babynippel drin, die in die Löcher da einpassen. Und schon ist er mittig. Das ist interessant. Habe ich so noch nicht gesehen. Haben wir in die anderen Sets, haben wir das nicht gehabt, glaube ich. Das wissen wir nicht. So, brauchen wir nicht. Dann brauchen wir dies noch und dies noch zum Stabilisieren von hier an der Seite. Strike in 3, 2, er hat Babynippel gesagt. So, ein Zweifer, dann haben wir noch zwei braune Platten, die rund sind. Und einmal das Ding. Seht ihr da eigentlich irgendwas? Da herunten sind wir, Kinder. Ist euch das schon klar? So. Ne, das stimmt aber jetzt nicht ganz. Dies stimmt aber jetzt so kurz. So kurz. Ja, wir Schiffe bauen. Also, ich habe nochmal, plötzlich. Er liegt auf der Bank draußen. Und dann schaue ich ihn so und dann sehe ich schon, dass er am Augenlauf ist alles voller Blut. Alles. Dann schaue ich mir ihn so und denke mir, ja gut, hat er wieder gerauft, das tut er öfter. Und ab und zu hat er mal irgendwo einen Cut, der nicht schlimm ist. Den kann man selber desinfizieren, auswaschen und Ding und dann ist er Ruhe. Aber diesmal hat er ein sicheres Drumloch über dem Augen gehabt, dass ich gesagt habe, Alter, Tierarzt, Notfall-Tierarzt, das ist Sonntag. Und dann haben wir da hingefahren und dann hat die festgestellt, dass der Cut bis die ganze Nase runtergeht, die Hälfte vom Augenlid davor hängt und was weiß ich was alles für ein Scheiß. Und ich habe gesagt, ja, müssen wir operieren. Dann hat mir gedacht, okay, super, nice. Und was weiß ich. Und während der OP, am gleichen Tag, noch am Sonntag im Übrigen, hat die dann festgestellt, der hat sogar einen Cut hinterm Auge. Also die hat dann aufgemacht und was weiß ich was alles und hat hinterm Auge einen Cut. Dann sagt er, hä? Und man denkt so, ich verstehe nicht, keine Ahnung. Ja, haben wir auch noch nennen müssen. 50-50, dass er das Augen verliert. Ja, toll, wird immer besser. Woo! Die Rechnung war dann auch gleich mit dabei. 1000 Euro. Adios. Und ja. Aber jetzt ist er doch, was ist seit Freitag, ja, 4-5 Tage her. Ich sage mal, seitdem er aufs Mal gekriegt hat, 5-6 Tage. Schaut gut aus. Es ist wirklich schon viel besser verheilt. Vor allem, es hat so krass ekelhaft ausgeschaut. Seine Augen, das ist natürlich angeschwollen wie Sau. Das eine. Und das Augenlid und innen drin ist so angeschwollen, dass ihm die Innenseiten vom Augen, aus dem Augen, übers Augen außerpatzt. Und ja, es hört sich genauso ekelhaft beschissen an, wie ich es gerade gesagt habe. Genauso beschissen ekelhaft war es auch. Und ja, die Schwellung ist schon ganz weg, also da siehst fast gar nichts mehr. Es steht nur leicht weg, das Augenlid-Ding, die Schwellung. Man sieht es noch ein bisschen, aber er macht das Augen zu. Und das Allergeilste war ja, der kommt von der OP heim. Den haben wir am nächsten Tag drin lassen müssen. Am nächsten Tag haben wir ihn dann geholt. Und ungelogen, der geht her, der geht einer und schreit nach was zum Fressen. Und schreit nach etwas zum Fressen und möchte aussehen. Und ich denke mir so, du fetter Vollhorst, als war nix gewesen. Als war einfach nix gewesen, so nein, mir hängt nicht meine halbe Nase und meine Augen weg, ist egal, Alter, ich geh jetzt aussehen. Und schlag den Trottel zusammen, der das da hat. Da habe ich mir auch gedacht, Kader, du spinnst schon ein wenig. Aber nochmal, also es schaut wirklich gut aus, mittlerweile, sehr schnell gegangen. Der will, ja, wer weiß, wie die andere Katze ausschaut, vielleicht hat die gar keinen Kopf mehr, was weiß ich. Hoffentlich natürlich nicht. Bei der Nachbar Ratz ist das eine Auge einmal rausgegangen, hat es verloren, aber zum Glück ist der gut gegangen danach. Ja, der Brocken hat ja auch bloß noch ein Auge, beziehungsweise er ist blind auf dem einen, beziehungsweise er hat so einen krassen grauen Star oder was auch immer, was, ich weiß nicht, das ist auch schon Jahre her, wie das passiert ist. Der Katz Brocken, der hat auch eine gefangen, der hat einen ganz kleinen Cut im Auge dort gehabt, aber die Kralle ist ins Auge rein. Und er hat seine Augen noch, also da ist nicht irgendwie Blut drin oder sonst irgendwas, aber da war halt der Cut drin, das hast du richtig krass gesehen. Katzen haben ja nicht bloß, bevor ich das jetzt gefährliches Halbwissen, ja, die haben ja nicht bloß ein Augenlid so, sondern 2 oder 3, die da
separat überm Augenling irgendwie. Und 2 oder alle 3 oder alle, was weiß ich, wie viele das sind durchtrennt. Darum sagt er da nichts mehr. Ja, da ist er auch ein bisschen umeinander gelegen und mittlerweile hat er sich an das eine Auge gewohnt und ist ganz normal fast. Ab und zu springt er von der Couch daneben. Aber sonst ist alles cool. Unser grauer Star bist du, ja. Spreng ich halt dein Maul, du Mongo. Du Wichser. So, hat eigentlich irgendjemand mitgekriegt, dass ich da das halbe die Boot aufgestipselt habe, seitdem ich die Geschichte vom Plötzlich verzeihe. Bauschritt 32. Deine fette Mom von der Baustelle heben. So. Wo sind wir? Da sind wir. Bauschritt 33. Schaut gut aus. Wir brauchen bloß noch die großen Teile. Ah, die haben wir da oben, die haben wir da oben. Wunderbar. Ach, Sprengi, ich hasse die, aber was tut man ohne die? Ja, DDoS-Attacke starten auf alle Fälle. So, wie das jetzt auf alle Fälle ausschaut, jetzt kommt da das Kellerfundament hier und da steht schon ein Teil von dem Schiff aus. Ich bin ja gespannt, wo das andere Teil vom Schiff hier steht, da 4. Haben sie das einfach, warum soll ich denn das da? Ich gehe doch nicht her und nehme ein Segelboot, schneide es in der Mitte auseinander und mache einen 90 Grad Winkel. Was macht denn das für einen Sinn? Überhaupt keinen. Also, ich weiß es ja mal nicht. Du Brudi, ich weiß es ja mal nicht. Ich weiß es ihm auch nicht. So, wo sind wir? Jetzt brauchen wir da so einen 4er. Der kehrt da ins Eck rein. Ja, es wird schon alles schön ausgefüllt. Da haben wir auch wieder einen besonderen Stein. Da hat eine kleine Aushöhlung unten, damit man später da wahrscheinlich unten durchschauen kann ein bisschen. Dann brauchen wir sogar 2 Stück. Jawohl. Dann haben wir da ein... Was ist denn das? Oh, schau hier. Erkennt man das in der Kamera? Ich habe keine Ahnung. Dann so Ziegelsteine vorgetäuscht, wenn man so will. So, jetzt geht es aber ziemlich schnell steil nach oben da. Ein 2er brauchen wir. 2er Brick. Haben wir alles. Jawohl. Oh, kommt da Fundamentplatte. Fundamentplatte. Das war's schon. Ist das der ganze Unterbau? Oder? Da kann ich ja wieder überall durchschauen da. Was ist denn mit seinem Serverproblem da? Sagst du das da? Da hätte man, ich weiß nicht natürlich, ob man das da später noch sagt, aber da hätte man sich bei der Verkleidung mehr Mühe geben können, gell? So nicht, Kinder, so nicht! Was ich aber cool finde, jetzt haben diese 2 transparenten Teifeln da, haben jetzt auch Sinn, die sollen quasi Wellen simulieren, wenn ich das da so richtig erkannt habe. So! Dann brauchen wir den langen Brauner, den kurzen Brauner drunter, den langen Brauner drüber. Ja, damit nichts passiert. Oh, und dann, warte. Und jetzt haben wir Kaka gemacht. Nee, ich hab Kaka gemacht. Eine Wand. Platte, Stab, langer Brauner, kurzer Brauner, ganz kurzer Brauner. 33. Was hab ich gesagt? Haben wir was vergessen bei 33? Nein. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Da haben wir nichts vergessen. Jakob, neues Mitglied! Die habe ich übersehen. Welcome to the Squad. Bussi aufs Nussi. Wer ist das wieder, der Bugel? In 33 hast du was vergessen. Dankeschön! Dankeschön für den Reese. Aber was habe ich vergessen? Pass auf. Den fetten. Den langen, den kurzen, den. Ich hab nichts vergessen. 2 von denen. Den 4er da oben. Mal schauen. Ja, da haben die zwei Dinger drin. Da ist zu. Und da ist zu. Ich hab überhaupt nichts vergessen. Was hab ich vergessen? Schritt 32 hast du einen Zwirdel drin, Birger. Was? Einer redet von 32, einer 33. Das ist doch ein Kass. Überhaupt nicht. Was schlabert's hier? Picobello. Ihr dürft jetzt Käse reden. Das Einzige, was nicht stimmt, ist die Katze, die da sitzt. Den in der Mitte. Den in der Mitte. Sagst du den oder den habe ich falsch, oder was? Das ist doch klar. Was ist da falsch? Überhaupt nichts ist da falsch. Da?
Oh! Der Graue in der Mitte. Bin ich jetzt vollkommen behindert? Den haben wir, den Kleinen, den haben wir, den und den. Halt, stopp. Wir haben den Start, den haben wir nochmal. Der 12er? Der da. 2, 4, 6, 8, 10. Ich check's nicht, was euer Problem ist. Fällt überhaupt nichts, Kinder. Ihr verarscht mich doch schon wieder! Ich mach jetzt da zu, Klappe zu, Affe tot, leg mir am Arsch! Außerdem ist da sowieso zu, ich sag halt, Sau. Lass mich in Ruhe. Wird schon passen! 34, Hammer. So, auf zu 35. Oh, jetzt wird der Kerker wird schon gebaut, schaut ihr so. Was brauchen wir jetzt? 10 Mal! 2, 4, 6, 8, 10. Wieso haben wir dann 11 Mal ein Flying Garter? Weiß ich nicht. 5 Mal aufeinander stecken, das kriegen wir hin. 1, 2, 3, ja, schöne Storndal. Gibt's mit Sicherheit aber von Lego auch. Jo, wunderschön. So, und jetzt müssen wir da an hier. Ist das ein bisschen instabil, wo Miezi drauf sitzt? Die Frage ist, was ist nicht instabil, wo ein Miezi drauf sitzt? Miezis suchen sie ganz gezielt das instabilste, was da ist, und sitzen sie drauf. Das ging schnell. 11 ist für ein Fenster. Wo ist 11? 11? Das da kann gut möglich sein. Vielleicht bleibt nur ein Fenster. Na, hab schon gesehen, was hingeht. Im nächsten Bauschritt. So, Miezi, du musst jetzt da wieder weg. Sitzt dir dabei auf dem Kerker auf. Jetzt wird das Ganze fixiert mit so einem ganz. Mit einem langen, flachen Brauner. Und jetzt brauchen wir auch schon das einzelne Ding. Jetzt pass auf, wir muss das hier haben. So. Ja, damit das flach wird da. Und dann haben da 2. Was ist da wieder? Nein, das geht da nicht hin. Und dann geht das Fensterding da unten. Habe ich das so richtig verstanden? Damit man das einigermaßen. Damit man das einigermaßen sagt da. Da ist jetzt das einzelne Fenster. Ich weiß noch nicht, was das für einen Sinn hat. Es schaut aber so ein bisschen nach einer Tür aus. Ich glaube, man sagt das. Von außen schaut es ein bisschen komisch aus. Schaut ein bisschen asynchron aus, aber ich glaube, da steht das Kerl so. Was weiß ich, Brudi. Na gut, geil. Kann man sich von der KI eine Bauanleitung für Nippelklötze Sachen machen lassen? Das ist eine gute Frage, gut, geil. Probier's aus. Aber es kann halt keine Beutel nicht darstellen. Und von einer Beutel-KI, das glaube ich nicht. So, fast. Oh, wir müssen mit Miezi dann tatsächlich einbauen. Oh, hat die Miezi da hingepisst? Sag ich das richtig? Was ist mit der Miezi? Miezi! Oh, ich habe noch was gefunden. Zeige ich euch gleich. Und zwar gibt es nicht bloß ein Miezi, sondern auch, das ist ja nett. Das ist ja nett. So, jetzt kein Fassel verbaut. Fassel 1. Fassel 2. Das ist aber nett. Wenn sie so kleine Szenen drin gebaut sind, da ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, wo man die Fassel genau platziert. Achtung, der haben wir das weg und der haben wir das weg, das haben wir daher und daher, das könnt ihr euch dabei begutachten und währenddessen tue ich die Bisi locker, die Pippi locker zusammenbauen da. Geil eigentlich. Warte. Bürgerin hat mir heute, weißt du, woran ich weiß, dass der plötzlich gesund ist? Weil die Bürgerin heute erzählt hat, der hat heute die größte Wurst ins Katzenklo geschissen, die sie jemals gesehen hat. Das war so ein Wurst, dass gemeint hat, ob da nicht vielleicht Emma auf dem Klo war. Ich weiß ja nicht. Haben wir nur so Kurven. Wer schmeißt noch? Jacke!
Einfach mal ein riesen Danke für alles. Jakob, niemand braucht sich bei mir bedanken für das, was ich hier tue. Und heute schon gleich 5-mal nicht, weil ganz ehrlich, ich sitz da als erwachsener Mann, zumindest auf dem Ausweis. Man teilte mir mit, krieg Kinder. Ich hab mir gedacht, was du mit kannst mit dem Arsch lecken mit deinen Kindern. Und ich bleib Kind und baue Nippelklötze an einem Freitagabend. Recht viel besser, außer ein Atomrausch, wird's nicht mehr, Kinder. Jetzt habe ich mich verstäbselt vor lauteres. So, da ist ein bisschen locker. Ah, trifft wieder ein wenig. Da hat die Miezi hinbieselt, glaube ich. Und die Miezi, die kommt jetzt da so her. Die ist da so an der Kiste hinten. Und dann haben wir das noch. Da ist er. Erkennt man es, was es ist? Ich hoffe. Eine kleine Ratz. Oder eine Maus. Oder was auch immer. Und die ist da so. Und jetzt bei so Wacht. Die ist da so. Oder ist es eine andere Maus? Oh, das ist keine Katze. Die ist da so. Und dann. Pass auf. Ist da. So ein kleines Eckerl. Mit einem Stück Käse. Sowas ist halt einfach nett gemacht. Warte. Du hast den Kamera zu. Ja. Das ist der Kerker, da die Miezi. Mau! Und dann geht's da rundum. Die hat natürlich dann nicht gebieselt. Da ist halt was aus dem Fassel ausgelaufen. Und da vorne wart's auf Draht's, die an Käse ohne Schräfit. So. Da ist aber sogar ein Aufkleber dabei. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der erste Aufkleber. Kann man das einfach aufreißen? Ja. Achtung. Also nie ein Birger Junior. Na, Birger Junior wird es nicht geben, Freunde der Sonne. Der Zug ist abgefahren. So wieder, was ist. Sag ich dir, wie es ist. So, da haben wir jetzt. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt fängt wieder der Saugsepp zum Anfang an. Halt dein Maul, du Klappspaten! Rebellisch sein, den Käse um 90 Grad drehen. Ich glaube, ich habe ihn nicht ganz richtig hin. Und zwar gehört Nummer 22. Was ist denn Nummer 22? Wo ist Nummer 2? Da ist Nummer 2. Und der Aufkleber gehört da drauf. Gut, da glaube ich, brauchen wir jetzt keine Pinzetten dafür. Das soll wieder was ist. Vielleicht brauchen wir da eine. Na, schauen wir mal. Machen wir jetzt so. Achtung, das müssen wir oder. Damit wir uns vielleicht ein bisschen leichter tun, was wir da jetzt tun, dann kleben wir den da so auf. Und dann versuchen wir das Ding so gerade da drauf zu kriegen, wie es geht. Achtung, Stück Käse. Naja. Da, ein Stück Käse! Kann man es sehen? Es endet nicht recht viel, aber jetzt hat der Käse halt Löcher. Drüber fahren. Und jetzt, wenn wir die Folie dann runterzieht, müsste eigentlich der Rest drauf bleiben, ja. Das ist in Ordnung, das ist okay. Ja, spiegelt nicht irgendwie sonderlich, schaut nicht irgendwie, ja, ein bisschen, schaut nicht sonderlich schlimm aus. Nein. Es ist wahrscheinlich billiger zu produzieren und diese Sets sind so viel billiger und günstiger und vor allem preiswert. Nein, der Pombeer heute nicht. Pombeer Sepp, heute nicht! Rebellisch sein und den Käse drehen. Sprengi, du hast es gesehen. Pombeer, was tust denn du schon wieder? Ich kann's nicht lesen. Was schreibt? Ich kann's einfach nicht lesen. Gichtfotzen, Schluss jetzt! Jakel, merci für den Zwickel. Ich schau in 2 Minuten nochmal. 25 sind 2. Heute ist Donation-Verbot, Kinder. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. Brick Rebels. Deswegen bin ich froh, dass ich eine gute Ausrede habe fürs keine Kinder kriegen. Ärzte haben mir davon abgeraten. Wer denn der Psychiater? Ach ja, la. Ich baue jetzt da einmal weiter. Ich glaube, jetzt kommt da die Eckwand dran. Dann ist da ein kleines Loch in der Eckwand drin, so wie ich das sehe. Und kommt da der Vierer hingeschissen. Ich bin ja jetzt dann gespannt nachher, wie man da noch reinseckt dann. Also von wo? Von da und von da. Weil es ist halt so geil für Katz dann, wenn ich bloß da vorne durch das Gitter reinschauen kann und da die Katz dann drin sehe, aber sonst nirgends. Das war ein wenig ein Chaos, glaube ich. So, jetzt brauchen wir wieder irgendeinen Special-Store, glaube ich. Und zwar diesen hier und diesen hier. Jawohl. Und da kommt das 5. Fassel dann hin.
Und ich check nicht. Ah, okay. Jetzt warte mal. Das weiß ich nicht, was das darstellen soll, aber ein umgefallenes Fass offensichtlich. Das war wahrscheinlich der Ratz oder die Miezi. Es ist schon nett gemacht. Du kannst sagen, was du magst. ist einfach schön. Schön, schön. So mag ich das. Ja, erzählt eine kleine Geschichte. Jetzt muss ich mal schauen, was wir da alles haben. Das kommt da so auf und dann müssen wir ein langer, grauer da hin, jawohl, haben wir alles. Ja, so schnell ist Bauschritt Backerl Nummer 1 aufgebraucht. Bürger, lese mal einen Wulfek seine Frage! Wulfek, wo bist denn schon wieder? Nachricht von Nightbot gelöscht. Was? Warte mal, da muss ich jetzt schon schnell nachschauen. Zum 4. Mal Themavorschlag, wann kommt wieder Video-Review, Retro-Reise und wann ist das neue Format Bürger bringt bei geplant? Bald können wir gleich drüber reden. Also pass auf, jetzt muss ich erst einmal schnell schauen. Warum zur Hölle sägen ihren Pombäder seit Donation nicht? Was ist denn da schon wieder kaputt? Ich sag, die letzte war vor 6 Minuten vom Jackel, das stimmt nicht. Pombäder, ich hoffe, du bist noch da und bist mir nicht basic, ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen, großes Dankeschön und auch an alle anderen. Der Animal Sod schreibt, guten Abend zusammen, schönen Gruß aus Hesse! Aus Hesse! Ich hoffe, du verstehst, was ich sag. Das ist alles, was mir ich denke. Schönen Gruß aus Niederbayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, fahren wir da so um. Wo sind wir da? Wir bauen da gerade das Eckel da so zusammen. Da haben wir auch nicht mehr recht viel, weil jetzt gehen uns dann gleich Steine aus. So. Jetzt geht der Rucki-Zucki. Wenn keine Steine mehr übrig sind, weiß ich nichts. Rucki-Zucki, Bauschritt 42, brauchen wir zweimal den Teufel. Machen wir so und so. Dann haben wir da so ganz einen komischen Sturm mit einem Loch hinten drin, was auch immer das für einen Sinn hat. Aber nein! Jetzt ist er reingefallen. Außer mit dir. So. Dann sieht das gut aus. Dann sieht das gut aus! Endlich hat er meine Frage gelesen. Mr. Wulfek. Der Nightbot hat die Frage aber zum 25. Mal gelöscht. Also jetzt pass auf, was war die Frage? Was ist da los? Bayern-Mann-Style! Kruzifix, Herz jetzt auf mit der Donaterei. Gradheit. Schluss damit. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu eurer. Dennoch natürlich, aber vielen herzlichen Dank und welcome to the squad. Küsschen aufs Nüsschen. Und der Rest weiß, was er zum Tor hat. Habe die Ehre, Mr. Bayernmann. So schaut's aus. Wenn er mitmacht, ist ein Pimmelberger. Berger, nicht Bürger. Hallo. Was ist mit euch? Schon gut, schon gut. So, mein Problem ist jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt da so einen kleinen schwarzen Dümpfe übrig. Blaue, transparente Dinger und kleine Steckerl. Die blaue, transparente, die kann man eigentlich locker noch jetzt da einbauen irgendwo, weil wir haben ja schon bei Schritt 2. Wir haben ja schon bei Tüte Nummer 2. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist die Bodenplatte mit einer kleinen Geschichte im Kellerlager, da wo die Miezi die Ratz fängt, die zum Käse will. Oh ja. Einen schwarzen Zipfel. Ja, da einen schwarzen kurzen. Haben wahrscheinlich wieder, wir sollen sagen, Ersatzteile. Bloß bei dem bin ich mir nicht sicher, ob diese Ersatzteil ist. Habe ich den vorher irgendwann vergessen? Nicht wirklich. Da kommt der da einer. Moment. Da habe ich ihn vergessen, glaube ich. So geht's eigentlich. Das habe ich mir schon gedacht. Und dass sicher nicht kleiner Hammer noch mal übrig bleiben, das glaube ich ist ganz normal. Bei dem bin ich mir auch noch ziemlich unschlüssig. Ist doch ein sehr einzigartiges. Da gehört die Lampen drauf. Irrzeit. Okay, das habe ich vor lauter Laberei übersehen. Gut, ob man das jetzt so gespannt hat, ist eine andere Frage. Wird schon. So, jetzt nehmen wir das da mal ein bisschen auf. Die Ersatzteile, ja, wo tue ich die dabei hin? Tue ich dabei einfach da so aufpimmeln. Und jetzt brauchen wir dann schon die ersten LED-Sachen. Und zwar die erste Tüten mit dem Elektrozeug da. Den wir mal da auf. Und dann die ganzen Zweier-Tüten. Das ist
Dreiertüte und das da haben die einzigen zwei Zweier-Tüten, die ich gefunden habe. Das sind eigentlich lauter kleine Hamen. Ich pimmelt mir jetzt noch zusammen und dann würde ich mal vorschlagen, machen wir eine kleine Raucherpause. Was sagen wir denn da dazu? Da sind wir. So, wann kommt denn mal wieder Video-Review? Über Video-Review habe ich nachgedacht. Guter Punkt. Jetzt muss ich erst mal schnell überlegen, wo wir sind, was wir brauchen. Ja, machen wir mal auf. Machen wir auf. Das haben wir da her. Da werden wir jetzt ziemlich oft umeinander da müssen da. Deswegen nehmen wir die kleinen Teile, die großen Teile, die wir da hin. Achtung. Was ist jetzt da wieder los? Mr. Hupsi, merci für dein Zwickel. Bussi aufs Hupsi. Pupsi aufs Hupsi. Über Video-Review habe ich nachgedacht. Ich muss mich da bloß öfter, wenn ich selbst YouTube konsumiere, muss ich mich da öfter selber darauf hinweisen, so, hey, da wenn du ein interessantes Video hast, tu dir das in die Lesezeichen ein und heb dir die für ein Video-Review auf. Ich möchte natürlich in meinen Video-Reviews, vielleicht für Leute, die noch nicht so lange dabei sind oder was weiß ich, oder die noch nicht mitgekriegt haben, was ist ein Video-Review? Im Prinzip sind Video-Reviews nichts anderes wie Reactions. Da ich aber Reactions sehr stark verachte, heißt, dass ich nicht finde, dass das recht viel Eigenleistung braucht, wenn man sich ein Video anschaut. Und das war's dann. Und währenddessen frisst, das ist übrigens auch interessant, das war gerade ein Thema im Podcast für die Folge, die am Sonntag kommt. Das ist interessant, dass du das jetzt ansprichst. Und zwar, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, dass ich ganz gut in der Lage bin, meine eigene Meinung da einfließen zu lassen und dass ich mich nicht einfach hinsitze und das Video laufen lasse. Und wenn es fertig ist, sage ich dann, ja, das war scheiße, keine Ahnung, das bla bla bla. Und im Prinzip habe ich dann einfach bloß das Video geklaut von dem anderen und das war's dann. Gibt genügend YouTuber, die das so machen, gibt aber auch andere, die das nicht so machen. Und die ich das sind zwar jetzt hauptsächlich Amerikaner, und da habe ich mich halt selber dabei erwischt, wie ich mir das selber einfach anschaue. Erstens, weil mich aus irgendeinem Grund die Meinung interessiert von demjenigen. Ich habe einen Kack gemacht, nein, ich habe keinen Kack gemacht. Und ich lerne mich da jetzt einfach mehr aus dem Fenster. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dieser Community vielleicht auch den einen oder anderen meine Meinung interessiert. Wenn nicht, dann ist es mir auch wurscht. Dann ist es mir auch egal. Und ich nenne jetzt einfach meinen Namen, und zwar, ich schaue viel Asmongold und der macht fast nur noch sowas. Also der schaut sich irgendwelche Videos an, hauptsächlich Thema Gaming, aber auch andere Sachen. Und aus irgendeinem Grund ist es nicht so, irgendwie interessiert mich seine Meinung, irgendwie interessiert es mich aber halt nicht. So. Das ist jetzt nicht, aber ich möchte halt wissen, was die Leute so denken. Ich schaue dann gerne einen Chat an, was die anderen, was der Chat so schreibt, wenn es um irgendwas geht. Meine Lieblingsthemen sind nun mal Gaming zum Beispiel und alles, was irgendwie damit zum Tor hat. Und sowas könnte ich mir bei mir auch vorstellen. Warum interessiert mich eine Meinung von einem Asmongold zum Thema Gaming? Weil dieser Typ, ich habe wirklich viel Computer gespielt in meinem Leben. Ja? Wirklich extrem viel. Fast schon lächerlich viel. Aber der hat ja gar nichts anderes da in seinem Leben. Also sprich gar nichts anderes. Ich meine, ich habe doch ein bisschen was anderes in meinem Leben noch da. Und darum schaue ich mir das gerne an. Und darum glaube ich auch, dass ich durchaus auch in der Lage bin, eine halbwegs ernstzunehmende Meinung zu Gaming-Themen abzugeben, weil ich halt nun mal auch viel gespielt habe.
Ist das, ich weiß nicht, ist das irgendwie nachvollziehbar oder klingt das zu hochnäsig oder was sagt der Rest so? Oder ist das, weiß ich nicht, darf das passen? Passt es nicht? Keine Ahnung. So, was haben wir jetzt da? Brauchen wir jetzt die komischen Storner da wieder? Haben wir sicher nicht Storner noch? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Du hast eine eigene Meinung, das will die Regierung doch nicht. Retroreise, zum Thema Retroreise kämen wir noch. Ich weiß, dass das natürlich ist immer ein bisschen dumm, wenn ich zuerst sage, so Reaction-Videos, zuerst macht er sich darüber lustig und irgendwann macht er sowas selber. Ist immer komisch und dumm, das ist mir auch klar und da habe ich mich schon des Öfteren mal in eine Lage manövriert, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie zum Beispiel Sponsorings annehmen oder nicht. Nein, das ist jetzt ganz was anderes. Aber und wenn, dann mache ich es einfach, weil sich eine Video-Reaction-Sachen und kommen, ich nenne es eher betreutes Schauen. Mache ich. Was ist da wieder los? Herr Hundsammer! Du versüßt mir seit Jahren meine Abende. Ich bin seit 7 Jahren Offizier beim Bund und wohne dadurch nicht mehr in Straubing. Aber mein Heimweh ist durch dich nicht mehr so schlimm. Danke für alles. Herr Hundsammer! Ich salutiere. Ich weiß nicht, ob das so geht, keine Ahnung. Ich stehe stramm und spalier und bedanke mich für Ihren Dienst und ich hoffe sehr für euch, dass die Welt nicht nur ein bisschen mehr durchdreht. Du versüßt mir seit Jahren meine Abende. Alles Gute, Dankeschön und absolut nichts zu danken. Und wohne dadurch nicht mehr in Straubing. Weiterhin eher schöne Aber mein Abende. Heimweh ist durch dich nicht mehr so schlimm. Ich hoffe, ihr, was ich sitze da als erwachsener Trottel und lebe sprichwörtlich meinen Traum. Ich sitze da, mir schauen Leute beim Lego-Klitz zusammenstecker zu und ich frage mich, was ist mit euch? Ja? It's a fucking dream. Und ich habe keine Scheiße ausschreizen weiß ich nicht, wie spät ist es jetzt? Um 9:30! Wann zur Hölle ist denn 9:10 geworden? Hä? Okay. Gut. Wir sind hier noch nicht fertig. Okay, krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, wird ein längerer Abend, Kinder. Wird ein längerer Abend. Könnt ihr euch gleich schon mal drauf einstellen. Ich habe nämlich Bock, jetzt da Nippelglitz zusammen zum Scheißen. Aber dann müsst ihr mir auch ein paar Raucherpausen erlauben. Da scheiße ich euch dann gleich einmal Werbung ein, weil was anderes, wegen was anderem, wie viel Geld mache ich die ganze Scheiße da sowieso nicht. Und bin gespannt, wie viel Nippelglötz ich in meinem einfachen Dahinbauen schon verschissen habe. Na, 9:30 bitte. Was habe ich gesagt? Nein, wir machen nicht, jetzt machen wir keine. Wir bauen das Tütel bauen wir jetzt schon noch fertig da. Ja, also die Storner, die Bauschritt Nummer 2 oder Kapitel 2, wenn man so will, den bauen wir schon noch fertig und dann gehen wir mal kurz eine Raucher. Ist das genehmigt? Geht halt wahrscheinlich sowieso ein wenig länger. So, jetzt haben wir diese ganzen blauen Hammen da, die da, glaube ich, so, erkennt man die in der Kamera da? Ja, die sollen, glaube ich, so Wellen mimen, die da so aus dem, wie nennt man das da, ist das Kanaldeckel? Keine Ahnung. Der Kanaldeckel ist nicht, aber man kann nicht da unten reinschauen, so. Aber gut. Ja gute. Wo gehört denn der ganze Krampf eigentlich hin? So. Ich hätte eigentlich an Herrn Hunshammer oder Herr Hunshammer oder geheißen, Herr, wie sagt man da, Offizier Hunshammer, keine Ahnung. Du wirst wahrscheinlich in einer Kaserne sein, oder? Nehme ich an. Dann sagst du mal deinem ganzen Sauhaufen einen schönen Gruß von mir. Möge bitte möge bitte mal die Welt aufhören zum Eskalieren. Das war einmal toll. Das war einmal eine tolle Geschichte. Das ist wahrscheinlich auch in eurem Sinn. Ein bisschen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Ding da gehört, sage ich, aber deswegen mache ich das. Nein, da ist es nicht schön. Da ist es nicht schön. Das gehört da so, das gehört da her. Und das Ding. Hä? Was hat mich da für einen Scheißdreck zusammenmacht? Ich bin total falsch. Was macht ich nie? Da sehe ich aber nichts, weil das Mikrofon wieder vorher ist. Irgendwann, sehe ich schon, wir brauchen irgendwann mal Ansteckmikrofone. Aber die Dinger, damit sie die gut hören, sind so beschissen teuer, dass ich sage, nein Freunde, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein!
So, jetzt haben wir es aber. Und jetzt kommt da so ein kleines Rundding. Das gehört da so hin. Und nachher schaut das gut aus. Kann ich das einmal so ein bisschen herzen? Ja. Es soll halt so wellenmäßig ausschauen. Eine transparente Dinge. Ich glaube, da kommen noch mehr, damit das noch mehr dann noch ausschaut. Oh, da hinten ist auch noch was. Achtung, das hätten wir fast übersehen. Das Ding strotzt halt vor lauter Details überall wahrscheinlich. Das sind alles so viele kleine Storndal. Wahnsinn. So. Oh, strahlst du auch morgen? Frau Maria, streamst. Ich strahle immer! 25 Euro da nicht überlesen von Bayern. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Was? Basti! Spendenaufruf für Ansteck mich. Nein! Das ist Geld aus dem Fenster, Schmeißerei. 25 Euro da nicht überlesen von Bayern. Was? Wo? Herr Hunsheimer, Bayern, ich seh's nicht! Jetzt muss ich nachschauen. Sag ich dir, was ist? Jetzt schein an, was da hieß. Scheiß Klump angeschissens. Klump. Recent Events, warum aktualisiert sich das nicht mehr? Scheißdreck. Na! Ich seh keine normale Donations mehr da drin. Was hat mich? Oh mein, weil ich hier totaler Volldepp bin. Ja, wie gesagt, ich hab doch für den Herrn Hütt versucht auseinander zu friemeln, was da... Herr Bayernmann-Style! Ich hab's wirklich übersehen. Der Bürger, hier hast du ein bisschen Geld, kauft dir einen Kasten Bier davon. Bayernmann! Schluss jetzt mit der Donator-Scheiße heute! Schluss! Aus! Pfui! An jeden! Ich sitz da, bau Lego und hab Spaß. Ihr seid Start und Herz oder schaut's zu, aber Herz auf! Schluss! Aus! Bayernmann-Style! Birger bringt mit seinen Streams den Weltfrieden, Schäbers. Schön wär's. Donations, Subscriber, Member, passt. Deswegen hat's mir da in der Liste nichts mehr angezeigt. Da, haben wir schon wieder soweit, passt schon. So, dann machen wir ein bisschen Birgerception. Wundervoll. Also nicht wundern, beim Herrn Köth ist ja was passiert. Der hat leider Gottes eine Null zu viel in Donation reingehängt. Deswegen habe ich das alles ausgeblendet, damit ich das irgendwie auseinanderpfriemeln kann, welche Donation von ihm ist und welche nicht. Und bei mir ist die zumindest noch nicht. Ich gebe ihm natürlich Bescheid, wenn es irgendwann soweit ist. Die Donation noch nicht angekommen. Und das ist extrem ärgerlich, weil mittlerweile wissen wir, dass ihm die Donation abgezogen wurde. Und das war hardcore fragwürdig, wenn das durchgeht. So, wir haben da ein Fassel hingepflanzt. Hat das eigentlich noch irgendjemand mitgekriegt? Keine Ahnung. Passt überhaupt noch irgendjemand auf, was ich sage? So, Video-Reactions waren wir. Nächster Schritt ist nicht mehr Video-Reaction, sondern Retro-Reise. Ja, Retro-Reise kommt. Wir haben noch Fallout ausstehend, wir haben noch Warcraft ausstehend. Lauter so Dinge. Also es sind nicht hauptsächlich Spiele und Spieleserien, bei denen... Ja, das ist für mich, ich habe das damals so aufgezogen oder mir gedacht, besser gesagt, wie die 5 Noob-Minuten, die wir ab und zu haben. Da wo ich mich hinsetze und erkläre, was bedeutet was und bla bla bla. Und spiele da ganz kurz Spiele an. Und gehe die innerhalb von 2 bis 3 Stunden durch. Fallout 1, 2, 3, 4, 76. Wo man 76 getrost weglassen kann. Damit man, wie soll ich sagen, eine Retro-Reise halt. Wie haben die Spiele früher ausgeschaut? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und so dieser ganze... Jetzt auf! Gut, geil! Da ein kleiner Anteil für ein Mikro, dass man Kani besser versteht. der kriegt von mir kein Mikro. Ich finde, dann Kani versteht man eigentlich eh ganz gut. Der Flo hat's wieder. Letztes Mal hat es der Flo auch ganz gut hingekriegt im Podcast, dass er mal ins Mikrofon einschmeißt. In dem hat er es wieder überhaupt nicht hingekriegt. Oh, ja, das kannst du nicht zwar noch 500 Mal sagen. Nobody gives a shit. So, mit dem wir da übrigens gerade Fassel zusammenstipseln. Muss ein bisschen aufpassen, da haben die runden Dinger, die da rein sollen und so, die haben aber verschiedene Farben. Oh, hoppala, geht da noch. Ja, ich merke schon. Und dieses Fassel geht da so her. Ja, ich merke schon, jetzt geht's weiter. Wenn man da von oben einmal schaut,
Wird schon, wird schon. Das war einfach eine gute Idee, das mit der Nippelklötze-Scheiße, das ist einfach so gemütlich und mir taugt das auch. Und wenn ich da keinen Stream nicht draus mache, dann tue ich es nicht. Ich glaube, dass ich das selber nicht tue da so. Ich weiß nicht recht warum, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Weiß es nicht. Naja, machen wir einen Stream draus, ist wurscht. Außerdem können wir es dann von der Steuer absetzen. Das mache ich jetzt übrigens auch mal ernst. Das ist auch noch netter, weil das heißt übrigens nicht, dass dann geschenkt ist. Ja. Manche meinen dann noch, schützt du da einfach von der Steuer ab, da ist alles umsonst. Ja, nein, ist nicht. Nö, ist es nicht. So, was pimmelt denn da eigentlich für einen Scheiß zusammen? Weiß ich nicht. Einmal Zweierplate, back to Lego, Kinder. Back to Lego. Nippelklötze, Entschuldigung, Lego darf man nicht mehr sagen. Warte mal, jetzt muss ich das mal schauen. Ne, this is not how it works. Hat eigentlich irgendjemand mitgekriegt, weil wir gerade bei Thema Gaming waren? Oh, übrigens, die letzte Frage des Wolfeck im Übrigen. Das neue Format in Anführungsstrichen geplant, also es gibt geplant ist es gibt aber noch kein konkretes Datum, weil ich nicht abschätzen kann, wie lange der Horror Oktober noch geht, wie lange Alan Wake 2 dauert, wie lange uns Cities Skylines 2 belustigt und wie lange, hoppla, haben wir noch was vergessen? Gibt da unten auch noch so ein rundes Ding ein? Ja. Rundes Ding von unten. Haben wir schon. City Skylines 2 belustigt und dann kommt erstmal The Last of Us 2. Und The Last of Us 2, auf das freue ich mich so stark, dass alles bloß noch raucht. Wenn ich das mal so, wenn ich es beschreiben müsste. Jetzt, wir haben ein neues, interessantes Konstrukt. Wir bauen da gerade eine Brücke, so wie ich das gerade sehe, oder was auch immer das ist da. Warte mal. Das eine Ding ist so. Und dann ist... Hä? Nein, das ist falsch. This doesn't make a sense. Moment. Muss ich kurz umbauen. Habe ich vor lauter Laberei, habe ich es wieder übersehen. Und Jahresmerch-Zeichen. Steffi, guter Punkt. Man sieht es, bei der Stuhl davor steht. Das Tablet ist schon hergerichtet. Liebe Steffi, es ist so krass, mir kommt es vor, als hätte ich die das erst vor ein paar Wochen oder allerhöchstens ein paar Monaten gefragt. Kannst du mir bitte mal vorab deine lustige Liste schicken? So, wir haben übrigens da, jetzt, ich weiß nicht, was wir da hingebaut haben, aber 2 Pfosten mit irgendeinem Stempel verbunden, keine Ahnung. Kannst du mir das mal schicken? Alter, schon wieder Jahresmerch. Ja, genau das denken wir ihm auch. Und mir rennt die Zeit schon wieder davon. Wir müssen damit jetzt dann anfangen. In 2 Wochen kommt der erste Zeichenstream und ich werde wahrscheinlich vorher schon anfangen, weil ich sonst nicht fertig werde. So sieht's aus, Freunde der Sonne. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob wir da einigermaßen richtig sind. Ja. Passt, sieht gut aus. Bauschritt 59, abgeschlossen. Bauschritt 60. Das heißt, das Ding kann ein bisschen weiter weg. Jetzt brauchen wir nochmal eine neue braune Grundplatte und währenddessen schaue ich wieder mit dem Gage wieder am Land schmeißt. Der Dragon Cry, wer auch sonst. Guten Abend, ich bin jetzt erst da, habe mit meinem kleinen Bruder noch Freitag der 13. Teil 2 angeschaut. Grüße an ihm, viel Spaß beim Nickelkette zusammenstecken. Merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Heute gibt es keine Donations, heute ist Donation-Verbot. So schaut's aus. So sieht's aus, Kinder. Dragon Cry, merci dir. Ich glaube, Bürgerin schaut sich auch gerade. Muss ich aber schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Schaut sich auch gerade Freitag der 13. an. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. So, jetzt können wir wieder weiter pimmeln. Wo haben wir rumgepimmelt? Über was haben wir gerade schwadroniert?
Ich war abgelenkt. Was haben wir schwadroniert? Jason goes to hell. Knetmasse lives. Die Brücke an der Kanten sitzt falsch. Was? Glaube ich eigentlich nicht. Die Brücke an der Kanten sitzt... tatsächlich eins zu weit vorn. Moment. Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Lieber schaue ich noch mal nach, bevor ich die sinnlos ummaul. Wer war das? Der Atzinger. Schick gesehen. Gut aufpasst. Brave. Da muss ich schauen. Sitzt das in meiner Linie? Ja, jetzt passt's. So. Jetzt passt's ja wieder. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Jetzt ist alles wieder wie bei Gunther. So, was genau bauen wir jetzt da eigentlich wieder? Wahrscheinlich so ein Plateau da oder irgendwie so, hä? Rutzi, fix das. Darum ist... Was, wir haben ja heute auch noch nicht ansatzweise irgendwie irgendwo fertig, Mann. Da werde ich wahrscheinlich offstream mal weitermachen müssen. Muss ich da mal weitermachen? Ich weiß es nicht. Sagt ihr da dazu? Oder müssen wir alles einstreamen ins Viech? Das größte Problem ist so ein bisschen, wir müssen zumindest die einzelnen Detail fertig bauen und verbauen, weil wenn das dann ein paar Wochen da umeinander liegt, machen wir das jetzt ja nicht jedes Wochenende, dann ist das immer ein bisschen blöd, weil ich dann natürlich auch arbeite und lebe und existiere, und wenn dann den ganzen Tag der Lego-Scheiß und wie beim BD1 zum Beispiel, ich glaube 3 Monate lang, dann ist es eher nix. Dann ist das geht so mäßig. So, wir bauen da glaube ich wieder ein Fundament. Oh, jetzt kommt LED. Wir haben ein Päckchen 1. Jetzt bei Obacht. Mit wie viel Vorsicht muss ich das aufmachen, ohne damit ich das ja kaputt mache? Machen wir so. Achtung. Was ist da so drin? Okay, da haben... Oh mein Gott, das sind ja winzig dünne Kabeln. Was ist denn das? Haben wir da so einen kleinen Stor, der schaut aus wie Taucherbrühen. Und wir brauchen einmal 18 cm lang und einmal 10 cm lang. Und zweimal braune LED. Okay, also das Ding brauchen wir nicht, was auch immer das kann. Das tun wir wieder ins Tüterl rein. Das ist nichts. Das tun wir wieder rein. Das tun wir auch wieder rein. Da brauchen wir noch 2 dicke Bricks. Deine Mama ist eine dicke Brick, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss da her. So. Und so. Das sind LEDs. Was habe ich gesagt? Hast du da dein Schild bekommen? Was für Schild? Was? Sprenge sowas kann ich dir machen. Meine Frau hat einen Plotter, braucht bloß die Logodatei als SVG-Datei. Nix Offstream, sonst sage ich es im Finanzamt, den kannst du das nicht mehr absetzen. Das glaube ich eher weniger. Ich glaube sehr wohl, dass ich das trotzdem noch absetzen kann. Glaub ich. So, jetzt pass auf, das müssen wir jetzt ganz fein auseinanderfilmen. Da ist ein kleiner Stecker dran, also wirklich ein winziger Mini-Futsal-Stecker ist da dran. Und 2 LEDs, die haben zusammengebunden. Das Ganze macht mir jetzt keinen so einen stabilen Eindruck, aber das habe ich bei den mini-dünner Kabel eigentlich immer. Passen wir auf. Wir haben da, das ist noch nie 18 cm, 10 cm, bist du besoffen, das sind noch nie 10 cm. Naja, doch. Das sind 10, da ist der Stecker. 1, 2. So, und auf der Hinterseite direkt in der Mitte gehört das Ding angesteckt, so. Und dann, jetzt warte mal, gehört so rum, ja. Und da gehört es, drehen wir es noch ein bisschen, warte mal. Ah, Birger, reiß jetzt ja nicht das Kabel ab, weil sonst hau ich da eine aufs Mal. Und das muss in diese Richtung abgeführt werden. Okay. Und dann? Die kennen alle gerade. Wie ist das möglich, dass da welche
Wie ist es möglich, dass da manche Nippel auf den Fassel schräg sind? Ach, die kommen dran, okay. Habe ich nicht gewusst, dass man die Freischnauze dran kann. Und dann kehrt das Ding, jetzt pass auf, jetzt wird es ein wenig kompliziert, Kinder. Ja, es wird ein wenig kompliziert. So. So da drauf. Habe ich das richtig verstanden? Und das Kabel kehrt da so einer. Ja. Und da wird es jetzt irgendwie schlecht hinsehen. Das ist. Schon. Ist schon drauf, glaube ich. Ja, da geht es ein bisschen auseinander. Haben wir es schon. Warte mal. Da schauen. Ja, da ist ein ganz leichter Spalt dazwischen, dass das Kabel da durch kann, ohne dass man es sieht. Ja, cool. Das ist kein Kabel, das ist eine Leitung. Das hat doch gefehlt vom BD1. Das hat doch gefehlt. Was hat vom BD1 gefehlt? Weiß ich nicht mehr. Sag ich dir, wie es ist. Check the light, sagt er. Wieso ich nicht wieder auf die Schnelle das Light checken? Da brauche ich ja Batterien. Ich habe keine Batterien. Probieren wir es einfach trotzdem einmal. Weiß ich auch nicht. Ja. Außerdem, selbst wenn ich das Light checke und es geht nicht, dann werde ich nicht noch mehr alles in Tüten einsortieren und sagen, hey, das Licht ist kaputt, dann bestelle ich es halt nach. Hilft das sowieso nicht. Da sind wir. So, es ist übrigens Zeit, wir werden genau, ja nicht ganz genau auf 10 Uhr fertig. Mit Ding, dass wir mir da eine Raucher gehen. Ich muss auch mal eine Raucher gehen, Kinder, das ist ein Wahnsinn mit euch. Dabei tue ich euch irgendein lustiges Video rein. Bevorzugt ein eigenes. So, was haben wir jetzt da? Ah, und da gehört jetzt das. Ja, das ist schon schlau gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Da kannst du sagen, was du willst, mein Jung. Wunderbärchen. Und da gehört dann diese komische Brühen, die schaut aus wie eine Brille. Das ist so ein 1x2 Steinchen. Und da passt dann ums Arschlecken das Kabel durch. Acht. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen näher ran, weil sonst sehe ich es nicht. Oh, das genau. Achtung. Das ist jetzt ein bisschen ein Gefriemel das erste Mal. Haben wir es schon? Haben wir es schon. Kann man da noch anziehen? Weiß nicht, Digi. Ja, doch. Haben wir es schon. Haben wir es schon. Kabel sagt man unten natürlich ein bisschen, das ist ja klar. Aber das kommt jetzt da sauber durch. Und dann ist die Frage, wo das angesteckt gehört. Dann kommt die zweite Platte oben drauf. Sehe ich das richtig? Dann kommt die zweite Platte. Soll ich das da bündig abschließen? Weil falls das da bündig abschließen soll, dann haben wir jetzt ein Problem. Na, das glaube ich passt schon. Noch die braune Platte. Braune Platten, die gehört auch hoppla, in der Mitte angesteckt, so. So jetzt einfach. Denn das Kabel ist zu kurz. Da gehört es außer. Schauen wir mal. Und dann geht die Platten drauf, das haben wir schon gedacht. So.
Und das ist jetzt der seltsame Teil, da wo ich mich frage, wo zur Hölle? Wo zur Hölle kann ich da nochmal reinschauen, dass ich dann die Mizi sehe? Aber das wird ja beleuchtet, da ist ja dann ein Licht drin. Und dann sieht man das hoffentlich von da und von da rundherum ums Modell, wo man dann reinschauen kann. Und da geht das Stromkabel raus. Wahrscheinlich geht da dann der Stromkasten irgendwo einer an der Seite, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Platte und dann kehrt da nochmal eine Platte oben drauf und das soll jetzt abschließen. Wenn das jetzt abschließen soll, dann fürchte ich, haben wir ein Problem. Denn das tut es nicht. Das tut es nicht. Das werden wir im weiteren Bauverlauf, werden wir das schon herausfinden, warum es das nicht tut. Eigentlich unmöglich, dass das so kehrt. Da kehrt da ein Stufenunterschied rein. Glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht. Jetzt seht ihr, was ich meine. Da seht ihr die Kanten da drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so kehrt, aber ich glaube schon. Sonst hätten wir uns an sehr vielen Stellen mit dem gleichen Fehler verbaut. So. Und dann, Achtung, mit der Elektronik zurück. Da brauchen wir dann auch die restliche Elektronik und dann geht es da schon weiter mit dem nächsten Schiffsteil herum. Mit dem, was ist denn das da? Balkon und der Grill und Tischl und was weiß ich. Da machen wir mich heute auf alle Fälle an. Also Tüte 3 wirkt mir auf alle Fälle noch weiter. Ich glaube auch, dass das so kehrt. Also ich glaube schon. Herr Mach, Alter, Birger, sag mal, badest du in Handcreme? Deine Hände schauen aus wie die von meinem 10-jährigen Neffen. Weiß gar nicht, ob ich neidisch sein oder Mitleid haben soll. Tja, ich weiß ja nicht, du bist doch auch ITler. Ja? Ich verstehe nicht, ich habe in meinem Leben noch keine Sekunde, auch nur eine Sekunde lang Handcreme benutzt. Noch irgendeine Creme benutzt, außer Flutschi. Und jetzt muss ich schnell nochmal nachschauen, weil das kleine braune Eckerl da, das kommt mir so vor, als hätten wir es irgendwo verbauen müssen und wir haben es übersehen. Da hätten wir es verbauen müssen. Achtung. Und zwar, da gehört das ohne und so. Das gehört da ohne. Sag ich doch! Haben wir was übersehen? Da, ich auch nicht, aber meine Hände schauen auch so aus. Ja, das sind ITler-Hände. Meinst du, dass ich mir auf der Baustelle, meinst du, dass ich jemals einen Ziegelstein in der Hand gehabt habe, oder was? Meinst du, dass ich jemals mit den Händen länger gearbeitet habe, wie 5 Minuten abseits der Tastatur? Nein. Doch, habe ich schon. Ich habe mein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt gemacht. Und dann habe ich gewusst, so, nein, das muss ich genau einmal und dann nie wieder. Wenn ich so mein Leben lang arbeiten muss, dann bitte tötet mich. Tötet mich. Please kill me. Er lügt, Birger ist Handmodel. Ja, vielleicht bin ich Handmodel. Vielleicht hast du auch schon, weiß ich nicht, vielleicht hast du auch schon 25 Mal zu meiner Hintern runtergeholt und weiß es nicht. Glaubst du, dass die Nahaufnahme immer die gleiche ist? Glaubst du aber selber nicht. Nein, meine Hände schauen einfach älter aus. Adern, Haare, einfach alt. Tja, ich bin jung und keine Würstelfingern und die haben einfach, was ist das? Ja, die einzige Sache, die ich mit meinen Händen tue. Das Folgende. Jetzt wuselt man uns eine. Haben wir das nicht letztes Mal auch schon im Stream da? Weil es mir mittlerweile einfach wurscht ist, Kinderraucher ist dumm. Falls irgendjemand, abgesehen davon, unter 18 um 10 Uhr noch zuschaut, ich hab sowieso nichts verloren da. Außerdem, da steht, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Ja, also dann. Gibt's schon Erfahrungswerte mit der PS5? Nicht recht viel. Ich habe ganz kurz God of War angezockt. Wirklich 5 Minuten. Wenn überhaupt.
und zum Schauen, wie ist das Beutel, wie ist es flüssig und so weiter. Ich habe Capture Card schon ausprobiert, funktioniert auch. Nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht habe, aber gut. Der Herr Müller schreibt, meine Hände schauen so kaputt aus, überall Narben und Scheiß vom Arbeiten. Ja, man, das ist ja auch klar. Das meine ich jetzt nicht bäs irgendjemandem gegenüber. Ich meine, die Leute muss sagen, die körperlich arbeiten und manche Leute mengen das auch und da in einem Büro drin ausflippen. Aber ich habe einfach körperlich noch nicht recht viel gearbeitet. Außer in meinem eigenen Haus Sachen wie Boden verlängern, so ein Scheibe, da gingen deine Hände nicht kaputt. Alter, wie heute der Filter da oben? Da ist ja kein Klebestreifen da, aber den wuselt man einfach mit rein. Fertig zusammen. Und jetzt gehen wir nicht rein. Tu den Filter aus, das schaut aus, wie wenn es gerade einen Zahn hättest. Was? Was sagst du zum neuen Forza Motorsport? Oh, das ist eins der ganz wenigen Genres, mit denen ich nichts anfangen kann. Autorennen. Echt nicht, ich kann mit Autos nichts anfangen. Oder mit Motorrad oder sonst irgendwas. Nein, auf der Lippen. Warte, ich tue mir zwei. Ach so wie der da halt. Der halt ganz... Lippen sind in der Regel leicht feucht. Und du machst einfach so. Und dann biegt er halt da. Was soll jetzt der Song dazu? Als ich noch geraucht habe, habe ich den normalen Lucky Strike Tabak geraucht, habe wegen meinem Sohn aufgehört. Sobald er 18 ist, freue ich mich auf meine erste Zigarette. Tu es ja nicht. Mr. Hellbells, Raucher ist das Dümmste, was mir jemals eingefallen ist. Sei jetzt leise, ich hab mir doch, wir gingen eine Raucher. Ja, hast recht! Leute, tue ich jetzt zur Pause, was ich jetzt erstmal tue, wenn man neue Regel, wenn ich zum Raucher gehe, drücke ich auf den Werbeknopf. Ist das in Ordnung? Lippen sind leicht feucht. Wie die von denen holen. Aber nur die oberen. Mittlerweile dampfe ich nur noch. Habe ich auch eine Zeit lang nur noch gemacht. Jetzt mache ich beides, damit ich schnell von dem Planeten abhauen kann, bevor er kaputt ist. So! Ich tue euch jetzt ein lustiges Video ein und vorher drücke auf die Werbung, ob es euch gefällt oder nicht. Schaut euch mal, ich bin in ungefähr 5 Minuten wieder da. Geht ja jeder mal ein bisschen, holt euch was zum Trinken. Raucht eine, keine Ahnung, und überhaupt und sowieso. Jetzt pass auf, ich kann das Mikrofon da mitnehmen. Hey, da sage ich mich sogar einmal. Hallo! Grüß Gotten! Grüß Gotten! Das tue ich eigentlich wirklich ungern, dass ich mit der Zigaretten erinnere. Aber das, ja, heute ist mir wurscht, so wie es ist. So, jetzt machen wir das einmal kleiner. Livestreaming. Jetzt klicken wir erstmal auf die Werbung. Bitte ein X in den Chat, wer Werbung kriegt. Und dann tue ich euch einfach irgendein Kruzifix-Video ein. In ungefähr 5 Minuten bin ich wieder da. Bis gleich. So, Mikrofon. Ja, funktioniert schon. Hier. Funktioniert auch. Drück mal Play. Endlich ein neues Ja, Diablo. wunderbar. Bis gleich! Die fabelhaft. Und die Steuerung, ein Hochgenuss. Meine zwei Gichteldamerling, da sehe ich so viel von der grandiosen Grafik. Ui. Und das Gameplay, das ist so abwechslungsreich. Wundervoll. Freut mich, dass man anscheinend endlich auf Diversity setzt und nimmer auf Innovation. Geil. Ich hätte so gerne mal ein Review über ein Spiel machen. Was, über das zum Beispiel. Aber leider habe ich ab Level 8 Privatinsolvenz zumelden müssen! Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger! Tja, das letzte Mal ist eine Zeit her und oje, Kinder, wo zur Hölle fang ich an? Nein! Heute geht's nicht um den 158. Preisentrottel, das ist ein Weißwurst frittiert, die der quer ins Arschloch schiebt, oder um Preisentrottel Nummer 166, der seine Leberkassemi mit Knoblauchsoße und Stabal frisst. Nein! Über die Lebenshilfe auf der Fluchtpreisen habe ich die letzten 5 Jahre Doktorarbeit geschrieben. Ehrendoktor, wo? Es reicht! Heute geht's um... Diablo Immortal. Halt, stopp! Bevor jetzt 3/4 von euch wieder wegschaltet, weil nicht Gaming. Das ist ein 313er Fan. Gebraucht. Und der kostet genauso viel wie ein voll ausgelevelter Charakter in Diablo Immortal. Und jetzt, wo ihr deine Aufmerksamkeit habt, erkläre ich kurz, wer es nicht kennt, was Diablo eigentlich ist. So, stay a while and listen.
Diablo ist ein Action-Rollenspiel. Seit 1996 gibt's 3 Teile mit einigen Erweiterungen und Millionen von Fans über den ganzen Globus. Geht also um Monsterschnetzeln, Looten und Leveln. Das ist einfach ein spaßiges Gefühl, mit deinem Barbar oder deiner Zauberin durch die Viecher zum Rasieren. Immer wieder stärkere Rüstung, stärkere Waffen, stärkere Fähigkeiten zum Sammeln. Da kickt die sogenannte Loot-Spirale und das macht dann einfach Spaß, sich ständig zum Verbessern und immer mehrer und stärkere Viecher zum Zerpimmeln. Ja, aber Bier, gell? Dann sei doch froh, dass es ein neues Diablo gibt. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber nein! Ohne Krampf, ich weiß nicht einmal so richtig, wo ich anfangen soll bei diesem Gipfel des Gaming-Shitfestes und es geht auch nicht alles in dieses eine Video rein, aber ich versuch's. Diablo Immortal ist das kürzlich erschienene neueste Free-to-Play Diablo-Spiel fürs Handy. Handyspiel! Und da fängt schon an. Boah, leck, Alter, weißt du, was so richtig geil war? Ein Heilmittel gegen Krebs? Nein. Eine Kloschüssel, die sich in der Früh deiner Morgenlatten im richtigen Winkel so anpasst? Nein. Alter, was weiß denn ich? Ein Sidekick, der dich ansaugt, falls du mal bringst? Nein. Wenn's dem anderen deinen hat, den Alter, was? Nein. Ein Diablo fürs Handy war richtig geil. Kein Diablo-Fan jemals! Kurz vor Release haben sie uns auf das Do you guys not have phones? an PC-Port angekündigt, damit wir es mir auch spielen können. Also gut, komme ich als 25 Jahre langer Fan nicht aus und habe angefangen. Anfangs ist alles ganz cremig, wie man Diablo kennt. Es geht vorwärts, du machst deine ersten Viecher, kriegst Fähigkeiten, steigst Level auf und alles, was dazugehört. Dass aber das Spiel 1:1 genauso, beziehungsweise noch schlechter ausschaut, wie sein Vorgänger von 2012. Das kehren wir ganz schnell unter den Teppich. Es geht weiter dahin, du machst deine ersten Dungeons, den ersten Boss und schließt das Tutorial ab, das dir so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Alles gut soweit, aber dann fängt auf einmal irgendwie alles zum Blinken Der an. läuft von selber. Ein einmaliges Paket ist im Shop erhältlich. Oh mein Gott, wo ist denn da gerade? Das Anfängerpaket. Jeder kennt Mobile Games. Am Anfang von einem jeden kriegst du spezielle Ingame-Währung geschenkt. Dann wirst du ein bisschen an den Shop herangeführt und dir wird gezeigt, was er kann und was du kaufen kannst. Nicht so bei den gnädigen Herrn Halsabschneider im Hause Blizzard. Da kostet sogar der schon 1 Euro. 800% Zusatzwert. Was für Zusatzwert? Zusatzwert 800% von was? Warum? Dann krieg ich 60 so gestungene Kugeln und irgendeinen Skin. Aber rate mal, es gibt in dem Shop nichts zum Kaufen für 60 Kugeln. Das ist ja kein Gaudi, in dem Shop existiert nichts außer eine andere Währung, was sie für die 60 Kugel da kaufen lässt, was die irgendwie weiterbringt. Ja, aber Alter, das Paket brauchst du! 800%! Wenn's das nicht kaufst, dann verlierst du sogar Geld, du Trottel! Schnell, bevor es weg ist! Aber das ist bloß ein Spitzel vom Spitzel, das irgendwo auf dem Spitzel von dem Spitzel, das gerade vor 5 Sekunden auf den Eisberg aufgeschnitten hat. Jetzt geht's erst richtig schill aus. Und dann wichst du die Scheiße um die Ohrwaschel. Ein Klick in den Shop und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich wohnst. Fast alles, was du im Spiel erspielen kannst, ist für echt Geld zum Kaufen. Wie man es aus jedem anderen Mobile-Game kennt, bloß 100 Mal schlimmer. Allem voran eine Ingame-Währung, die du für Echtgeld kaufst, um dann damit Dinge im Shop zu erwerben. Genannt ewige Kugeln. Und weißt, wo man das noch so macht, wo du dein Geld erst in irgendwelche Währungsgegenstände umwandelst, damit du ja nicht einen Überblick verlierst? Richtig! In einem verfickten Casino! Und weil so eine Währung nicht langt, damit klein Clash of Kevin überhaupt nicht mehr checkt, was er tut mit der Kreditkarten von der Mom, da führen wir gleich 2 weitere ein. Gold und Platin, weil's schon wurscht ist. Je weiter du durch den Ingame-Shop klickst, desto heftiger wird's und du merkst, dass jede verfickte einzelne Trickmechanik dir Kohle aus der Taschen zum Ziehen, die jemals für Handyspiele entwickelt worden ist, Einzug in Diablo Immortal gehalten hat. Zum Beispiel kostenlose tägliche Belohnungen, wenn's die jeden Tag einloggst. Aber um die kostenlos einzulösen, musst natürlich in den Shop rein, wo 1 Zentimeter daneben jeder Kasten schreit: Kauf mich! Billiger wird's nimmer! Kauf Kauf mich! mich! Aber du merkst das Kauf nicht. mich!
Ich bin totaler Schwachsinn, aber kauf mich! Zum Beispiel so Währungspakete zwischen 1 und 100 Euro. Und immer schön mit Feierrode 15, 20% Mackerl drauf, damit's ja schön künstlich billig ausschaut. Alter, du darfst niemals vergessen. Du bist ein Trottel! Wenn's nicht das größere Backel kaufst! Alter, du verlierst quasi ein Geld! Wenn's da nicht das größere Backel kaufst, du Trottel! Und das Geilste ist, in diesem Shop sind alle Preise so angelegt, dass du deine Kugel nie ganz ausgeben kannst. So bleiben da immer schön ein paar übrig, damit's dich schön hinter mich indirekt dazu zwingen, dass du noch mal welche kaufst. Ja, sag einmal, Kruzifix, für wie blöd halten uns die denn? Selbstverständlich gibt's auch einen Battle Pass. Sowas kennt man, du spielst da hier und schaltest immer wieder neue Gegenstände, Skins und zeig im Spiel dort raus zusätzlich für die frei. Da gibt's bei alle anderen, normaler Spiele, muss ich schon fast sagen, einen kostenlosen Pass, den jeder hat, und einen zum Kaufen, wo man dann mehrere draus kriegt. Aber im Halsabschneiderhause Blizzard gibt's halt eiskalt 2 bezahlbare Schienen. Ich hab wirklich nicht gewusst, dass man uns sowas wie ein Battle Pass nur ausgeschämter dran kann wie schon. Achtung, Erinnerung! Du bist quasi ein Volldepp, wenn's da bloß den Gewand für 5 Euro kaufst. Du verlierst sogar Geld! Also gibt's einen Battle Pass und 2 Deppal Pass. Hab ich das so richtig verstanden, ja? Wie überall gibt's auch Cosmetics, Skins für Rüstungen und Waffen. Die machen dich nicht stärker, aber du schaust halt super cool und badass aus. Für umgerechnet 16 Euro. Aber auch einzelne Diablo 2 Skins für günstige 25 Euro. Alter, Schnipper, du, das nimm ich mit. Und erschreckend ist, dass bereits auf Level 10 und 20 in die Startgebiete schon jeder Dritte mit so einem Scheißdreck umeinander läuft. Ja, sag einmal, wie behindert sind denn die Leute, die sich einen Skin aus einem 20-jährigen Spiel kaufen? Jawohl, Hauptsache der ahnungslose Candy Crush Mongo rennt schon vom Start weg mit seinem aus dem Weg Geringverdiener Skin an dir vorbei. Nochmal kurz zurück zu den kostenlosen täglichen Belohnungen. Weil so kostenlos sind die gar nicht. Nach dem Einlösen erscheint nämlich ein Kaufbutton für bezahlte tägliche Belohnungen für 30 Tage. Und die könntest du dir sogar dreifach für die nächsten 90 Tage kaufen. Was ich dir aber nicht sagen. Jeden Tag, in dem du dich nicht einloggst. Jeden Tag, in dem du dich nicht einloggst, ist dein verlorener Tag, Kinder. Bin wieder da, wer ist noch da? Immer schön zum Zuschauen. Hab's gar nicht übersprungen, hoffe, du wirst reich davon. Was? Ja, hoffentlich. So, Kinder, sind wir wieder da? Jetzt dampfen wir noch schnell neu, um den Kippen geschmissen mal zum kriegen. Ah, schönes Video. hab ich selber auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt pass auf, das muss ich wieder umschalten. Wer ist noch da? Verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sag, es geht beieinander. Mit dem nahtlos weiter. Du da pimmelt man mir gar nicht lange umeinander. Das sagt der ich. Was braucht man? Ich liebe das Video. Jetzt mal wieder, das nehme ich ja öfters einmal als Pausenfüller her, das Ding. Und jetzt mal wieder, wenn ich sage, hätte ich schon Bock, mehr grantige Gaming-Reviews zu machen. So! Kinder, was brauchen wir? Wir brauchen auf alle Fälle das Ding. Was hätte es denn da in der jüngeren Vergangenheit für Spiele angeboten? Starfield eigentlich so ein bisschen. Aber das ist gut gelaufen. Für das, dass wir eskalieren nicht können. So! Wir brauchen eine Tüte 3. So schaut's aus. Wie schauen wir da aus? Da schauen wir gut aus. Da schauen wir stabil aus. Das ist gut. Mit dem wir das da her, das passt auch. Das steht. Oh. Und schon habe ich was abgebrochen. Wunderbar. Gut gemacht, Birger. Du Vollidiot. So. Nicht umeinander. Das stellen wir so her. Da seht ihr auch ein bisschen was. Und da drauf bauen wir mir jetzt umeinander. Und zwar das hier. Und das schaut mir ziemlich stark nach den Tischern an. Das heißt, wir brauchen Tüte 3 und große Tüte 3 und den Elektrozeig, den haben wir dabei da hinten drin. So schaut's aus. Hellseed, das ist gleich gar nicht gegangen. Das kennen zwingen Leute. Und das gibt da ein bisschen zu wenig, wie soll ich sagen, das glaube ich gibt ein wenig zu wenig Futter her, so ein stundenlanges Horrorspiel. Und am Indie-Entwickler kann man nicht besser sein, wenn so ein Spiel nicht fertig optimiert ist, sage ich jetzt einmal. Natürlich kann man da sagen, Alter, was soll die Kacke? Ist schon klar. Aber es ist doch was anderes, wie wenn ein AAA-Spieleentwickler eines der beliebtesten Franchises der Welt
aufs Handy bringt und das dann eigentlich nur ein hingerotzter Haufen Scheiße ist wie Diablo Immortal. Und das lustig Kreislige an dem Video war, damit ich mitschmerzen kann und damit man mir auch glaubt, was ich da erzähle und damit ich auch weiß, von was ich rede, habe ich es halt selber spielen müssen. Und ich habe das wirklich zeitlang auch wirklich gespielt, weil es war ja nicht schlecht. Es hat sich ja gespielt wie Diablo 3, aber halt diese ganze Bezahlscheiße und so weiter und dass du ums Verrecken mit den Steinen, die du da in dein Equipment steckst, anstatt dein Equipment selber, also anstatt Rüstungsteile selber, hast du halt irgendwann, da hast du dich dumm gefahren. Das war einfach lächerlich. So, jetzt passt so was. Wir brauchen zweimal, jetzt wird's, sagst du das? Jetzt wird's kompliziert, den Schmarrn da raus zum Suchen. Jetzt werden es lauter kleine fuselige Teile, die wir da mal auf die Seiten, die wir da auf die Seiten. Der Chef verliert quasi Geld, wenn er sich nicht dem Millennium Falcon zulegt. Ist richtig. Im Grunde hast du da vollkommen recht. 2, 4, 5, 6, 7, 8 von denen langer Stopsel. Dann brauchen wir 2 orange flache und da kommen auch wieder Aufkleber drauf. Machen wir dann auch gleich. Und wo werden denn jetzt die sein? Das sind 1x2er Bricks. 1 auf 2 Bricks und das sehe ich gerade nicht. Seht ihr irgendwo 1 auf 2 Bricks? Ist ja keine. Haben wir mir wieder irgendeine Dreier-Tüten übersehen? Muss ich jetzt da wieder durchgruschen? Achtung, wir holen die Kiste raus. Da ist übrigens gerade, wie ich ausgegangen bin zum Rauchen, ist die Katze reingegangen. Und rate mal, wo die Katze gesessen ist, wie ich reingekommen bin. So, 4, 5, 7. Was haben wir da? 11, 5, 12, 7, 4, 9, 4, 6, 8, 9, 8. Da haben wir noch eine. Was sicher? Was sicher haben wir hier noch eine Dreier-Tüte, Kinder. Hoppla, eine Dreier-Tüte. Beim nächsten Mal weiß ich auf alle Fälle, was ich vorher durchziehe, wenn wir da weiter tun. Das sagt der ich, wie es ist. Das sag ich dir, wie es ist. So. Dann haben da, ja, und da haben wir die 2er Bricks drin. Was ist da los? Schmidt-Max und der Brezelsalz. Jetzt wäre ein Rissab. Haben wir 26 Monate, haben wir 30 Monate. Grüß vom Schmidt-Max, seine Alten. Sag's mir deiner Alten, haust dir mal eine Sau auf den Arsch. Die schläft mit Sicherheit schon wieder. Sag's, was ist. So, Aufkleber brauchen wir auch. Das machen wir jetzt gleich ganz anständig. Und zwar, da kommt das. Oh, muss ich wieder mal ein bisschen weiter da hinten reingehen, weil sonst seht ihr da einen Scheißdreck. Das ist einmal das Ding. So. Und einmal das Ding. Zack, zack. Und die haben wir da so her und da so her. Und dann friemelt man mir da das Holz auf. Mit der Nummer 5. Ich nehme die Nummer 5. Was ist die Nummer 5? Das ist die Nummer 5. So, gehst her. Müssten wir jetzt zweimal. Machen wir einmal so. Und, ne. Jawohl. Er ist gleich schnell und sauber drauf. Oh. Schnell und sauber drauf. So. Sauberzogen. Dann haben wir da so eine leichte Andeutung von Holz. Riffelung auf dem Gerät drauf. Wunderschön. So, jetzt verteilen wir aber erst einmal die Tischstimpen. 1, 2, 3, 4, 5, einer und ins dritte. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. Dahin. Dann haben immer 2 Nippel Abstand einzuhalten, Kinder. 2 Nippel Abstand. Und dann wissen wir mir automatisch, wo der Rest hingeht. So einfach machen wir das. Und wenn es falsch ist, dann stöpselt man es um. Für was haben wir so jung heute zusammengekommen? Sag. Das ist quasi die Sitzbank.
Holz lackiert. Ich und mein Holz. Ach nee, habe ich. Jetzt hast du nur. Herzlichen Glückwunsch. Hast du selber einen Ohrwurm. Der Held der Nippelklötze tat bei dem Stickbogen schon wieder einen Flipper kriegen. Der Held der Nippelklötze. Du meinst beim Aufkleber-Ding, das stimmt. Das mag er gar nicht. Geh, wenn Aufkleber drin haben, das gefällt ihm gar nicht. Da hat er gar keinen Bock, der Herr der Nippelklötze. So, dann brauchen wir einmal das flache Ding. Jetzt wird es wieder ein bisschen stressig und das dauert über am Längen, die Teile da auseinander zum Frimmeln. Haben wir zweimal orange flach. Eigentlich, ja. Und dann einmal flach mit 2 Nippel. Ja. Dann einmal so orange abgeschrägt. Dann haben wir einmal eine Flaschen und ein Becher. Flasche und Becher. So. Und das gehört jetzt da so. Oh, das ist aber schnell ein schnell zusammengetüftelter Tisch. So wie das ist. Machen wir. Ach, da gehören auch wieder Aufkleber auf. Vorsicht! Vorsicht, Kinder! Da gehört Aufkleber drauf. Und zwar auf die 2 flachen Dinge. Ich sag's einmal so, irgendwo kann ich es nachvollziehen, was der Rant ist, wenn da Aufkleber dabei sind, anstatt bedruckte Steine. Weil da einfach Geld gespart wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem günstigen Set wie dem hier, ja, das hat 2100 Teile. Was kostet ein 2150 Teile Set bei Lego in der Regel? 250 € aufwärts? Langt das? Reicht das? Da kennt ihr hier oder einige da herin wahrscheinlich besser aus als ich. $1 Million. Zu viel, kostet mit Sicherheit auf alle Fälle 250, 300 € bei Lego. Mindestens. Und bei einem günstigen Set sehe ich da drüber hinweg, wenn da so Aufkleber dabei sind, die im Prinzip, gut, wird Lego diese Aufkleber genauso machen, dass es im Prinzip so Abziehdinger sind, als würde es dann aussehen, als wäre es bedruckt. Aber da kann ich bei einem günstigen No-Name-Set drüber hinweg sehen. Sag ich jetzt mal. Oder wie sehen Sie das? Da finde ich das nicht ganz so schlimm. Wenn ich so drüber nachdenke. So, dann geht da die Flasche drauf und da der Becher hin. Sieht man das von oben auch? Ja, schon einigermaßen. Ich mag es nicht so oft den Tee hin. Ja, schönes Interieur. Der Vierfight bei Lego, dann kommt das komplette Interieur, keine Geschichte mit der kleinen Katze da unten drin und nichts. Und das Set kostet 250 €. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Und darum habe ich mich dafür entschieden, die günstigere Variante zu wählen. Freunde der Sonne. Warum geht denn mein Chat aber kaputt da? Kruzifix. Nö, bei Lego sind die Aufkleber vollflächig. Im Ernst jetzt? Das finde ich dann schon scheiße, weil da spüre ich, das fühlt sich auch dann, als wäre es drauf gedruckt. Irgendwie. Also ich fühle sogar die Riffelung von dem Aufkleber kann man ja nicht sagen. Und deswegen, ich bin gerade ein bisschen umeinander suche. Ich suche ein bestimmtes Teil und ich finde es nicht. Verdammte Axt! Serverproblem ist aufgetreten, stop it now! Und eine Sammelfigur Jack Sparrow 100er. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und das ist halt schon sehr frech von Lego. Man, die haben ein Marktmonopol, wenn man so will, das seinesgleichen sucht. Aber seitdem das Patent ausgelaufen ist von Lego, kämen ja jetzt eben diese günstigen Sets und dürfen auch endlich so Sachen produzieren. Weil irgendwie, also ist auch wieder Achtung, gefährliches Halbwissen, weil irgendwie das Patent vor ein paar Jahren ausgelaufen ist von Lego für die Technik dahinter. Und jetzt kommen halt diese Chinesen-Sets und ganz ehrlich, die haben qualitativ einfach sogar teilweise noch hochwertiger als Lego selber. So geht es ist. So, jetzt haben wir da eine Schüssel. Oh, da kommt auch noch ein Holz drauf. Ein Holz, ich hab mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Kommt doch von der gleichen Fabrik, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich habe übrigens immer noch nicht herausgefunden, ob dieses Set, das wir da haben heute,
und auch wahrscheinlich die nächsten 2-3 Mal noch, ob dieses Set Lego-kompatibel ist. Ich weiß es übrigens immer noch nicht, sage ich, aber es ist mal wieder ein kleines Schüssel, hoppla, und ein kleines Tassel, das da so aufkommt und dann geht das da so aufgesteckt. Ich finde, was auch nett gemacht ist, das gesprungene Holz da, das gesprungenes Holz darstellen soll, gefällt mir auch gut. Ja, die Liebe zum Detail ist, was mich an diesen Dingen so fasziniert. 100 Pro sagt er so aussehen, was? Ich kann Mole King empfehlen als guten Lego-Ersatz. Ja, das kann ich auch empfehlen. Das war das erste Modell, was wir gebaut haben. Das war der Tiger Panzer 4. So heißt er natürlich nicht. Den habe ich sogar verlinkt auch, den wir da damals gebaut haben. Ja. Hat Spaß gemacht. Den haben wir den auf einmal zusammengebracht. Weiß ich nicht mehr hundertprozentig. So, und jetzt weiß ich nicht, ob das der richtige Brick ist. Bin mir nicht sicher. Wir haben sogar ganze Treppen liegt da jetzt umeinander. Brauchen wir einmal, das ist nicht der richtige Stein. Da ist der richtige Stein. Der richtige Stein. Und dann brauchen wir ein dunkles dunkle 1:1 Play. Was ist denn das für Kack da? Okay, na, geht schon. Geht schon. Eine dunkle 1:1 Plate. Eine dunkle braune. Brauchen wir nehmen wir die hellbraune zuerst, das ist mir jetzt wurscht. Die dunkelbraune finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Das ist wieder so ein kleines Wurzelding, wo ist denn? Kleines Wurzelding, einmal kennst du dunkelbraun. Dunkelbraun! Sagt es irgendwo liegen? Ganz aber ein Stream. Ich glaube, der BD1 waren dann 2 Streams. Ja, oh, da ist. Das hat sie mit einem anderen Mini-Brick hat sie verbunden. Und jetzt brauchen wir 1:2 Plate. Die haben wir da. Wunderschön. Dann kehrt er 1:2 Brick drauf. 1:2 Brick und dann nochmal eine 1:2 Plate. 1:2 Plate. Wo? 1:2 Plate. Hier. Jawohl, ja. Und dann kehrt das Ding da so hin. Seht ihr jetzt nicht? Wunderschön. Wunderschöne Geschichte. Bauschritt 72. Bauschritt 73. Das Ding habe ich schon mal gesehen. Das nehmen wir uns daher. Dann haben wir einen Stecker. Dann haben wir auch so ein rundes Ding. Dann haben wir ein rundes, flaches Ding. Dann haben wir ein rundes, ganz flaches Ding mit Loch. Wie der Alte. Der wird einfach nicht alt. Der wird der Alte. Der wird einfach nicht alt. Zufall? Glaube nicht. Dann eine 1:2. Das ist was, das sind ein bisschen viel kleine Hammen jetzt da. Den haben wir und jetzt brauchen wir dann 1:3. 1:3. Füße hoch, Witz kommt flach, richtig. Oder legt ihr am Boni und schlägt ihn ab dabei. Das ist meine Devise. Irgendwo muss ein Ding 1:2 mit so einer Kralle sein. Das Teil da. Ich suche, kann es nicht finden. Bin blind. Aber der wird dein Alte, wird nicht alt. Aber dein Alte wird schon alt. Ja, das sind die richtig guten. Für die stehe ich jeden Tag auf. 1:3. Mit Nipp da ist er drin. Und schreit nicht. Der kleine Huren. Kleiner Huren. Kleiner Huren. Geht so zusammen. Das Ding. Geht wieder so draufgeschissen. Oh, das Prinzip haben wir schon mal gehabt, glaube ich. Das haben wir schon mal beim BD1, haben wir das, glaube ich, schon mal gesehen. Der hat auch ein paar so Elemente drin. Und jetzt gehört das da so hinterher platziert. Und das Ding da so vierer platziert. Was auch immer das ist. Was kann das sein? Das Scheißhaus. Ist das das Scheißhaus? Klobürsten? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Musik wo? Oh, ist Musik ausgelaufen oder was? Warte mal. Oh! Tatsächlich.
Warte mal, ich mach so ein bisschen. Das habt ihr gar nicht gesagt, die Musi ist noch nie. Ist die Musi jemals gelaufen? Machen wir so. Wie schaut's aus? Machen wir das wieder klar? Nehmen wir das hier? Was sagt ihr? Ist die Musik jemals gelaufen? Außer ganz am Anfang? Jetzt hör auch ich eine. Verstehe ich nicht. Das habt ihr wieder nicht gespannt, gell? Bauschritt 74. So sieht's aus. 4x6. Nimmer. Dann haben wir so einen abgeschreckten Teufel. Ah, da wird jetzt so Holzplanken zusammengeschissen. Kriegen wir hin. Machen wir so. Jetzt ist bloß die große Frage, wo das Ganze zeigt. Ja. Dann gibt es das Ding auch nochmal in hell. Entschuldigung, gibt es dieses Ding auch noch einmal in hell? Ja, sicherlich, ja, sicherlich. Das ist nicht das Richtige. Wo ist denn dann das Gegenstück, das Schräge da herin? Dieses schräge Gegenstück fehlt mir. Hallo? 100%ig fehlt es nicht, aber das ist auf alle Fälle falsch rum. Das ist so viel Verstand habe ich gerade noch. Da ist das glaube ich nicht dabei, das sind bloß große Teile. Liegt es hier? Seit 21 Uhr gab es keine Musik, seit der Zeit bin ich dabei. Mr. Manz! Ja, haben sie mich, ich hab's schon entdeckt. Achtung. Ja, das ist auch falsch. Kinder, das ist generell falsch, das sagt ich. Da ist ja dann... Jetzt glaube ich geht zum ersten Mal tatsächlich ein Teil ab. Jetzt glaube ich, das ist groß genug, dass es auf die Schnelle sehen wird. Jetzt warte mal. Machen wir noch eins. Das ist die falsche Farbe. Ob ich eventuell da die falsche Farbe benutzt? Nein. Ist das nicht falsch? Nein, das ist nicht falsch. Das ist so, passt schon. Da geht dann noch ein Holzaufkleber drauf. Das Teil da geht ab. Also im Prinzip, das ist das Einzige, was ich noch hab davon. Und das ist aber so orange. Das ist nicht die gleiche Farbe, das müsste dieselbe Farbe haben wie das da. Also dieselbe Farbe wie das Teil haben. Und ein sicheres habe ich nicht. Tja. Dann haben wir jetzt halt ein Problem. Beziehungsweise ein Problem haben wir jetzt nicht, aber ich glaube, das ist das erste Teil, das nicht passt. Nur farblich. Wir werden sehen. Merken wir uns einmal. Nein, es kann nicht stimmen. Es kann nicht stimmen, weil die Teile da so nicht drauf passen. Auf dem Tisch ist falsch. Das Teil ist falsch, ja. Jetzt haben wir einen ganzen Tisch aufgehaxt, das ist mir jetzt aber wurscht. Warte mal. Das kann natürlich sehr wohl sein. Jetzt passen wir auf, den haben wir da her. Weil das auf dem Tisch ist so orange. Das gehört so, dann gehört das Tassel da wieder auf. Und dann ist das Ding die richtige Farbe, jawohl. Dann stimmt aber trotzdem, doch, so geht's. Tatsache! Haben wir vorher die falsche Farbe verbaut? Schön aufpasst, Leute, schön aufpasst. Kriegt's einen Friedensnobelpreis von mir. So, die Nummer 7 müssen wir aufpicken. Nummer 7 wo? Ich bin blind, das ist Nummer 7. Schaut aus wie ein Teppich. Das schaut ja mal aus wie ein Teppich, das sagt ich. Jetzt passt auf. Das erinnert mich aber ein bisschen an Warhammer Decals. Das sind im Prinzip so wasserlösliche Abziehbilder, die ja beim Warhammer dann am Schluss draufkommen. Das ist im Prinzip genau das gleiche. Im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Wow, das hätte ChatGPT schreiben können.
So, jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5 Nippel laufen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 3 Nippel Abstand. Und dann haben wir es schon. Gehört das da so hingepimmelt. Seht ihr das noch? Ja, da. Na gut, der Bauschritt hat schon wieder sauber zu lang gedauert, Birger. Kruzifix, tu dir mal ein wenig und muss mal ein paar Meter machen, das ist ein Wahnsinn. Haben wir das Ding, haben wir das Ding, haben wir das Ding und dann Einser. Das ist schnell gegangen. Das ist reichlich schnell gegangen. Wunderbar, dann brauchen wir noch so eins. Und noch ein Einser. Das kommt wahrscheinlich auch irgendwo dahinter, das schaut mir schon wieder so an wie. Und dann. Da waren wir wieder zu schnell unterwegs. Waren wir wieder zu schnell. Birger nicht hudeln, da kommt bloß ein Krampfwasser. Sagt es, wie es ist. Birger nicht hudeln, kommt bloß ein Krampfwasser. Da kommt ihm bloß ein Schmarrn raus. Das ist ihm nix. So, jetzt aber. Das heißt, das Ding kommt da ans Eck raus und das Ding kommt direkt daneben und steht eins über. So wie man das da sagt. Passt. Nicht hudeln, da kommt nur ein Kind raus, sagt man bei uns. Ja, das ist dann lassen wir uns erst recht Zeit. So. Jetzt müssen wir das da mal ein bisschen drehen. Dann seht es ihr nämlich ein bisschen besser, wo man mit Wurstel. Hoppala, nämlich da vorne. Da kommen jetzt so Laternen auch nicht an gleich. Aber jetzt brauchen wir erst noch das da. Dunkler Brick. Ein 1er Brick. Die stöpselt man mir jetzt gleich zusammen, so wie wir es brauchen. Und dann kommt da, das wird jetzt wieder eine sehr interessante Konstruktion. Da bin ich immer sehr fasziniert, wenn jemand sowas zusammenwurschtelt. Das kommt dann da so auf. Na, da geben wir jetzt dann 5 Millionen kleine Details ohne und was weiß ich, was da wieder alles fabriziert wird. Dann haben wir zwei so Orange. 2 flache. 2 Einser Kipferl, die fast aus. Oh, da haben wir schon wieder verschiedene. Was ist da los? Da ist einer dabei, der hat eine andere Farbe. Bin ich blind oder der hat auch. Kruzifix, der ist ein schlüpfriges Scheißerchen. Der hat eine andere Farbe. Nein, hat er nicht. Ich hab den 4. gefunden, der die richtige Farbe hat. Aber die rollen so viel umeinander. Stop rolling! They see me rolling. They hate it. So. Jetzt brauchen wir so eine komische kleine Lorte. Was ist das für ein Teil? Habe ich noch nicht gesehen. Doch, habe ich hier gesehen. 2-mal Laterne, 2-mal Laternenlicht und 2-mal einen schwarzen Stopsel. Wie den von deiner Alten, oder? Okay, tschüss. So, jetzt stöpseln wir erst einmal die Laternen zusammen. Dann kommt der schwarze Stopsel unten. Wie bei deiner Alten. Gott, halt einmal dein Maul jetzt mit deinem Scheiß, du Trottel! Und dann kommt die Laterne da so ohne. Schaut gut aus, schaut gut aus. Dann haben wir da eine Laterne noch, die hängt ein bisschen anders. Aber sie hängt. Dann haben wir da, kommt die kleine Lorte ohne. Sehe ich das richtig? Die kommt daneben ohne, so. Und ach, jetzt haben wir da unten schon wieder, müssen wir schon wieder Aufkleber aufscheißen. Schon wieder Aufkleber ohne geschissen. Kommt jetzt da noch ein Tisch oben oder was? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hey, hat irgendjemand Diablo Season 2 auf dem Schirm, Kinder? 17 brauchen wir. Servus miteinander, bin ein bisschen spät dran, Spätschicht in der Arbeit ist kacke. Mr. Julic, da sage ich mein herzliches Beileid, sofort umschulen und was anderes lernen. Los. Los, da hat jemand gar nicht lange an der Hand, da gibt es ja nichts zum Diskutieren. Spätschicht habe ich Gott sei Dank in meinem Leben niemals gehabt. Ich meine, natürlich kenne auch ich sowas wie Überstunden oder mal bis um 2 in der Früh in der Arbeit hocken oder so ein Scheiß, aber Schichteln, mein Jung, lieber deine sterben, glaube ich. Das ist was, das verkürzt deine Lebenszeit um insgesamt 10 Jahre, das garantiert.
Der Holzwurm spielt gerade Diablo 4. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Außer sie haben schon irgendwas gepatcht und ich hab's nicht mitgekriegt. Schicht ist nicht nur Scheiße. Doubt it. I doubt it. So, weiter geht's. Hey, mit einem Nordtischall. Ja, sicherlich brauchen wir mit Nordtischall schon hier. Oh, sogar mit Goldmünzen. Ein Tischall mit Goldmünzen, Kinder. Natürlich bauen wir mir das. Verstehe die dumme Frage nicht. Ich verstehe die dumme Frage nicht. Jetzt laufe. Oh, da haben wir jetzt sogar so ein kleines Kriegerl, wo ein Aufkleber rundrum kehrt. Also da, um das kleine Stückerl, da ein Aufkleber rundum zwirbeln, das wird jetzt mit Sicherheit nicht ganz easy, glaube ich. Nehmen wir das hat aber einen anderen Braunton, das gefällt mir nicht. Wo ist der richtige Braunton? Kennt jemand einen braunen Ton? Braune Ton ist ein guter, der ist wichtig. Nachtschicht am Flughafen München, beste Leben, blöd. Naja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, du. Gut, da ist nichts los wahrscheinlich, oder? Ich meine, mittlerweile weiß ich es ja, ich war die letzten 2 Jahre jetzt endlich auch mal oft genug fort, dass ich weiß, um 4 in der Früh ist, um 2 in der Früh, 4 in der Früh, 6 in der Früh, ist jetzt nicht am Mingerer Flughafen, ist nicht der Teufel los. Auch die South Park-Folge, wo sich alle einscheißen, richtig. Der braune Ton ist dafür verantwortlich. Der wenn Kind, scheißen Hosen. Weil einfach ist das. So, jetzt müssen wir einen Haufen Scheißdreck da aufklicken. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben zweimal Goldmünze. Goldmünze hier hin. Ah, halt, stopp, halt, stopp. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das richtige Teil ist. Da ist so ein Rahmen rundherum. Und auf dem Beutel nicht. Das ist aber das einzige Teil, das ich finde. So. Weiß nicht, Diggi. Weiß nicht. Okay, jetzt ein Haufen Aufkleber rundherum. Na gut, dann tun wir das. Achtung, Goldmünze 1. Goldmünze 1. Jetzt ein wenig ein Fußlerring. Oh, kriegen wir schon. Ja, ist schon. Dann nehmen wir Goldmünze 2. Ich hoffe, das ist die richtige Goldmünze. Falls es nicht die richtige Goldmünze ist, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Auch. Dann brauchen wir die Nummer 12. Das ist das Ding. Was ist denn dieser Holzkrug mit Deckel? Ah, scheiße, ich habe gar nicht Flamme mitgenommen. Die haben wir wieder aufgeklemmt, das passt schon. Schon? Wir wollen noch immer Livestream, Community zockt, Landau. Das habe ich nicht gesehen, Coming 2014. Was? Nachtschicht ist schon recht lässig, wenn keine Chefs halt da sind, die einen auf den Sack gehen. Ich meine, wer hat schon das Privileg, dass in der Nachtschicht nie der Chef da ist? Weiß jetzt auch nicht. Kenne ich mich nicht aus, hab noch keine Nachtschicht gehabt. Ja. Abziehen. Abziehen. Und dann der wir da einfach einmal rundum pimmeln. Ist wie kriegen. Schaut ein bisschen aus wie eine Eisenbahn. Wie eine Eisenbahn. Ah, schaut gut aus. Das ist ein wenig eine Fuselei. Muss man sagen, ein wenig eine Fuselei, aber egal. Es ist wunderschön. Sieht man das? Das ist wunderschön. Wunderschön und zauberhaft. Aber halt auf jetzt Sau. Aber ist ja wurscht. So, ein weiteres Tischschall. Bauschritt 78. Abgeschlossen. Arbeitswack, was kommt denn jetzt wieder? Jetzt kommen die großen Bricks.
Jetzt kommen die langen Braune. Schauen wir mal. 12. Dann brauchen wir die 2 Hamin. Was haben wir noch so? Den Hami. Den Hami. Und dann die 1 auf 2er mit Dings drin. Mit einem Kreuz drin, mit so einem Technik-Würstel drin. Machen wir so. So, das schaut wieder sehr symmetrisch aus, muss ich sagen. Das kriegen wir, glaube ich, auf die Schnelle hin. Sehr symmetrisch. Sehr symmetrisch. Wundervoll. Und dann kommen jetzt die fetten Bricks. Das gefällt mir aber am besten. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da am Schnellen was vorwärts geht. Bei so, was ist das da so drauf, oder wie? Ja, das macht jetzt wieder einen leicht instabilen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die werden schon wissen, was deren. Bruder, die werden schon wissen, was zusammenstöpseln. Bauschritt 80. Schneller gegangen, wie wir schauen haben können. Schau dir das an. Schau dir das an. Dann haben wir das drum. Wir machen wieder Brick für Brick. Sag ich dir, was es ist. Brick für Brick, soweit es natürlich möglich ist. Es ist einfach so schickmütlich. Mag auch eine Leberkassimi, boah, leck Maxi, aber eine Leberkassimi hätte ich jetzt auch Bock. Das ist eigentlich, ich weiß ja gar nicht, was für Uhrzeit, Tageszeit oder sonst was wir haben müssen, wo ich zu einer Leberkassimi nein sage. Außer ich hab gerade 2 oder 3 gefressen. Dann kann es vorkommen, dass ich sage, ja, jetzt warte mal Minuten, ich muss noch schnell abschlucken. Geht aber nicht, auch wenn, ich sage jetzt einmal, auch wenn die Zeit der Leberkas-Videos und der Scheiß, die ist einfach vorbei. Ich kann es nicht mehr sehen. Diese geistige Behinderung von Witz und ständig dasselbe. Und es gibt ja immer noch wirklich, reden wir auch öfters einmal drüber, gibt ja immer noch ein paar Idioten, die das immer noch machen und immer nur lustig finden. Das ist einfach so krass vorbei. Es ist so, ich sage jetzt einfach mal, ich habe es erfunden. Das wird mir keiner mehr nehmen in diesem Leben. Alle, die das Irrtum machen, klauen alle meine Sprich und alle meine Witze und kriegen selber nichts auf die Reihe. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll. Finde ich schon witzig so. Haben wir da jetzt gerade Kaka gemacht? Ich weiß es nicht so recht. Ich glaube, wir haben Kaka gemacht. Da kann noch niemals eine Ernst sein. Das ist ja voll instabil da. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da kommt. Früher, 3:30 Uhr morgen, ein Leberkas-Semi mit Mayo zum Munterwerden vor der Schicht. Boah, lecker, aber das ist beim besten Willen, Alter. Ein Leberkas-Semi mit Mayonnaise ist einfach nur asozial. Auch heute noch. Entschuldigung, aber auch heute noch. Das ist ja auch kein Witz nicht oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur Pfui fucking Teufel. Wenn ja, ab und zu spackt's für eine Millisekunde. Was ist denn mit dem Video über den einen speziellen Idiot? Ach, man sich für den einen bläden Spruch opfert für den Volltrottel. Oh mei, oh mei. Der betreibt übrigens Full Sellout, lässt sich von der Deutschen Bahn sponsern und lauter so einen Scheiß. Das ist so geil. Er ist so behindert. Das ist so geil. Wir kann man bloß so behindert sein. Ich weiß es nicht. Ja gut, aber irgendwo muss man auf auf Fickfuck dann auch sein Geld verdienen. Weil man kriegt da mit einer Million Views ungefähr 2 bis 4 Euro. So geil. Es ist so geil. Für dermaßen, dass die Leute verarschen. Die verarschen die Leute, die zuschauen und die verarschen die Leute, die da drauf sich Creator nennen. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich weiß noch immer nicht, um wen es geht. Es ist ja überhaupt nicht tragisch. Es ist ein totaler Vollmongo. Mir geht ein 1 auf 2 Brick ab, Kinder! 1 auf 2 Brick, wo? Hallo? Ich kann ihn nicht finden. Hier wird er benötigt. Und
Ein Storndl wird auch benötigt. Dann macht er bald einen bayerischen NPC. Ja, das war schon immer. Dem schickt man einen Leberkaskrapfen um, dann ist er Ruhe. Ja, den hat er nicht sogar Werbung, er hat sogar eine Werbung gemacht für den Leberkas aus dem Glasl. Da haben wir, das erzähle ich auch immer wieder gern, das wird er nicht alt, sage ich dir, was ist. Und zwar, den habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Ja, den haben wir Fans zugeschickt. Das war relativ am Anfang, das war 2018 oder 2019. Und den haben wir Fans zugeschickt und natürlich habe ich ihn probiert, weil wegschmeißen tue ich es auch nicht, weil Lebensmittel wegschmeißen zu vermeiden ist eigentlich nur gut. Und habe ihn probiert und ich sage das ganz ehrlich, das sage ich nicht, weil er aus dem Glas ist, ich darf das sagen, wenn er zum Fressen war. Ich würde es dir sagen. Aber das Ding hat geschmeckt hat eine Konsistenz wie ein Arschloch. So, jetzt haben wir ein Problem, es fehlt ein Stein. Da geht es um einen Bürgerklon bei Wish bestellt und von Alibaba bekommen. Sponsoring von der Bahn, vielleicht ist es deswegen noch nicht auf dem nächsten Witzenniveau angekommen, hat Verspätung, ja. Full Sellout, für jeden Scheißdreck Werbung machen, Hauptsache es gibt ein Geld, das ist das Allergeilste. Und das ist was, das kann ich mir bis zum Ende aller Tage, kann ich mir das, glaube ich, nicht als einziger mit Sicherheit nicht, aber als einer von ganz furchtbar wenigen, ganz groß, soll er das mal eigentlich auf die Fahne schreiben, habe ich nie getan. Ich habe mich nicht einmal kaufen lassen. Nicht ein einziges Mal. Möglichkeiten, oh Freunde der Sonne, Möglichkeiten gab es viele. Und mit richtig Fake-Kohle, ich sag's euch, was ist. Ich finde den 1 auf 2 Brick nicht! Leute, ich brauche Hilfen. Hilfen? Hallo? Es ist kein 1 auf 2 Brick mehr da. Jetzt haben wir Scheißen. Was, mein Cam links unten spackt ab und zu mal. Test, was fällt da? Was heißt spackt? Bleibt kurz mal hängen oder was? Ja, das Setup mit 2 4K-Kameras ist oft einmal ein wenig als spackt. Ich weiß jetzt nicht, was ich da soll. Mir geht da herunten ein Stor ab. Ich sag es, was ist, entweder habe ich ihn verschmissen oder keine Ahnung was. Ganz selten ist kurz weg. In der Cam links unten sitzt der Spacken. Schau mir am Boden nach dem Stor. Ich hab nur eine Feder von einem Kugelschreiber gefunden. Und den Cola-Deckel, den der Kani reingeschnalzt hat. In irgendeinem Podcast von vor 1,5 Jahren mal. Jetzt warte mal. Vielleicht habe ich einen anderen. Ich sag das, was ist. Ich hab 2 schwarze einzelne vom anderen Lego-Set und die tue ich jetzt da rein. Sag ich dir, was ist. Sag ich dir, was ist, weil ich nichts, er ist definitiv nicht da. Ich glaube, dass jetzt gefühlt meine Augen seit 5 Minuten nach dem Ding scannen und es hängt dann nirgendwo anders dran oder sonst was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt wird das Ding wahrscheinlich nicht mit Lego kompatibel sein am Flipbears. Doch ist. Es ist Lego kompatibel. Machen wir so. Und dann machen wir so. Damit was weitergeht. Bauschritt 85. Das werden wir mit der niemals fertig. Das ist ein Wahnsinn. Boah, leck. Jetzt gehört das. Pass auf, jetzt gehört das da voll integriert. Jetzt pass mir beobachtet. Integrationskurs beim Bürger. So, ist doch nicht so Lego-kompatibel. Ort rum ist rausgefallen. Wie soll denn das vonstatten gehen, Mann? Oder ich hab keinen Dunst, ob das so da hingehört. Ich sag das, was es ist. Es wird aber auch nicht schön, angezeigt, wo das hin soll. Ich sage dir, wie es ist. Was mir beobachtet. Jetzt probieren wir es zum Erörtern mit
mit dem nächsten Bauschritt. Jetzt pass auf. So. Haben wir da jetzt so einen weißen Stecker. Kommt das da auf und da auf. Und das Ding muss wo stecken? Da. Der total verkehrt, oder was ist das denn? Da hängt das in der Luft. Das hängt doch nicht. Hä? Bin ich total falsch oder was? Hä? Jetzt muss ich was überprüfen. Jetzt muss ich etwas überprüfen. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da muss das Ding her. Was ist denn das für eine Scheißkonstruktion? Muss ich mir jetzt da noch den Hinterhaus noch aufregen, auch groß, oder was? Grüezi, fix nochmal. Vorher habe ich schon gesagt, das ist aber eine sehr instabile Scheiße, die da wieder zusammengewurstelt wird. Jetzt warte mal. Moment. Hoppala, das ist verkehrt rum. So natürlich nicht. So. Wenn dieser Stor da, der gehört da hin, gehört das Ding. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist aber ein dümmer, hätte man das da nicht herzeichnen können. Was ist denn wieder für ein Dreck? Haha, hopp schon. Okay, bye. So. Dann bauen wir noch das gelbe Ding zusammen und das weiße. Und das muss dann auch, da kann man es dann wieder bemessen daran, wo es hingehört. Wo hingehört. Ja, und das gehört genau auf die andere Seite nochmal. Dann müsste das alles abschließen und jetzt hätte ich dann wirklich gern irgendwo den Abschnitt. Ja. Hätte ich dann gern irgendwo den Abschnitt, dass das befestigt wird, weil ganz ehrlich, alles, was ich da sehe, ist Wackel, Wackel. Wackel, Wackel, Kinder. Wackel, Wackel. 86 haben wir auch. So. Jetzt wird Technik-Scheiß zusammengesteckt. Okay. Okay. Brauchen wir die blaue Hammin. Da haben wir da rein. Ein Technik-Set würde mich auch mal interessieren. Mich würde der AMG interessieren. Den habe ich beim Held der Steine gesehen. So jetzt freiwillig, wie es ist. Und ich glaube, dass der 270 € kostet. Und kann mehr wie jedes Autoset, das ich jemals bei Lego gesehen habe. Da hat das Auto wahrscheinlich 800 € kosten, wenn es gelangt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hey Mr. Lego, hast du vielleicht ein wenig den Arsch geöffnet? Ich glaube schon. Und dann kann es noch nicht einmal was und das drum kann per Fernbedienung fahren, hat sogar noch ein Turbo zum Aufziehen. Jetzt wird spannend, weil entweder fällt jetzt gleich alles auseinander und ich gehe mit einem Rage Quit ins Bett. Oder wir haben es stabil. Wir haben es stabil. Stabil. Sehr gut. Bauschritt 89, 87, 88, 89. Abgeschlossen, Kinder. Dann nehmen wir den Bügel. Dann brauchen wir dreimal den Kippschalter. Und die Elemente, die dazugehören. Das heißt, die stecken wir gleich einmal zusammen. Babene. Du machst immer Leihwand für andere Werbung, Bürger, das nennt man anständig. Was meinst du? Du machst immer Leihwand für andere Werbung. Für wen mache ich anderen Werbung? Wen meinst du jetzt da? Mr. Sinister? Ich habe davon nichts. Im Übrigen, deswegen denke ich mir jetzt da nichts, wenn ich da dafür Werbung mache. Außerdem für Dinge, die ich selber gut finde.
sehe ich das nicht als Werbung, sondern einfach bloß als Common Sense Empfehlung. Du meinst jetzt wegen dem AMG oder wie? Ja, der Manuis, Entschuldigung, ich habe es nicht ganz richtig gelesen, der ist gerade ausverkauft, kommt Ende November wieder vorbestellen. Normalerweise hätte ich mir den gekauft, anstatt das Ding hier. Aber, wie viele Teile hat denn der? Kann mir da gerade, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, wie viele Teile das er hat. Kann mir das jemand sagen? Wie viele Teile das drum hat? 3500? Irgend sowas? Geht sich das hin? Mit dem wären wir niemals fertig in dem Stream. Niemals. Comic Sans Empfehlung. Für Herr der Steine, den nennst oft ohne irgendwas, das ist anständig. Du, um Gottes Willen, das ist ja klar. Ich meine, der Held der Steine ist mit Abstand im deutschsprachigen Raum der größte Nippelklötze-Kanal, den es gibt. Und das auch zu Recht, weil was der macht, macht er richtig. Das Einzige, was das macht halt einfach, ich schaue mir ja auch das nicht oft, aber das Öfteren an und letztes Mal habe ich halt einfach irgendwo. Muss ich noch was gucken? Nein, das ist nicht. Jetzt rieche ich schon wieder, dass man drum feilt. Das ist ein 6. Jetzt brauche ich eine 1 auf 6 Plate flach. Eine 1 auf 6 Plate flach, die darf ich sofort sehen. Da ist eine 1 auf 3. Die ist auch nicht da. Doch, da ist. Bürger, Maul halten und gescheit schauen. Maul halten und gescheit schauen. So, wir haben übrigens gerade 3 Fenster gebaut. 3 so Piratenfenster. Von einem Piratenschiff. Müssen die Fenster so nach außen zahlen? Ja, das passt gut. So, dann kommt der braune Rahmen. Brauner Rahmen. Wieso haben die 2 verschiedene Farben? Also deswegen habe ich da auch absolut kein Problem damit, einen Held der Steine zu nennen, weil der einfach der macht guten, seriösen, ernstzunehmenden Content. Der testet die Dinge. Der Mann kann reden. Der Mann ist nicht dumm. Da gibt es nichts auszusetzen. Und im Prinzip sind wir mir nur durch ihn draufgekommen, das hier überhaupt zu tun. Und ich glaube, er ist ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass das hier überhaupt anerkannt ist. Alter, ich sitze da und baue Lego-Steine zusammen im Stream. Da wird man mir niemals auf die Idee kommen. Niemals. So, Fenster einbauen. Rückseiten vom Piratenschiff, anscheinend. Ja. Und da ich für so einen Modellscheiß sowieso immer zu haben bin, beste Idee ever. Falls das für dich auch die beste Idee war, hast du überhaupt den Like-Button schon gedrückt, bevor sie wieder alle verpissen. Jetzt haben wir wieder soweit. Wieder andersfarbige Platten, die ich wahrscheinlich irgendwo anders falsch verbaut habe. Da ist dunkelbraun, ja, falsche Farbe. Haben wir mir eine 4 auf 6 Platten irgendwo verbaut? Ja gut, bis jetzt haben wir noch jetzt mal gefunden, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber gut. So, jetzt wird das da alles zusammengeklebt. Sauber zusammengeklebt. Der Held der Steine ist vom Charakter her richtig geile Sau. Ja gut, das kann ich jetzt weniger beurteilen, weil ich kenne ihn nicht. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Jetzt bladelt man nur mal schnell zurück aus, ob man mir diese, das seht ihr wieder nicht gescheit, weil es so spiegelt, die Platten, 4 auf 6, soll eigentlich dunkelbraun sein, so wie da. Ich habe aber bloß noch die hellbraune. Jetzt gehen wir mal zurück aus, wo wir Tüte 3 aufreißen. War das schon Tüte 3? Nein, das war noch bei der Miezi. Und da, ob wir mir die 4 auf 6er Platten ab da irgendwo braucht haben. Nein, das waren die Tisch, das waren 4 auf 4 Platten. Nö, da kann man was haben. Ja.
Und ist die falsche. Ist die falsche Platte, die falsche Platte. Kommst du raus? Mr. Teile trennen. Da muss ich sagen, ist der Lego-Teile trennen. Ist wahrscheinlich besser, weil der schmäler ist. Kommst du raus? Jetzt, blöd. Scheiße, das Fenster da unten rausgebrochen. Mein Gott. Okay. Haben wir schon. Müssen wir schnell die Dinger da austauschen. Das ist ja gleich erledigt. Das ist ja gleich erledigt. Ja, ob ich jetzt da einmal den dunkelbraunen Ton nimm oder den hellbraunen Ton nimm. Aber hey, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es gefälligst gescheit, Kinder. Stäbsel habe ich gefallen. So. Und alles wieder gut, sechstes. Passt gut gegangen. Machen wir so. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht im Ansatz. Da waren wir. Das haben wir gemacht. Braunes Ding. Plattform. Plateau. Hoppala, Kuppel ist gerade fertig. So. Brauchen wir das Ding. Und das Ding. Jetzt machen wir einen Turbogang. Achtung. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fertig, zusammenzimmert, Kinder. Ja, so schnell geht's. So schnell kann's gehen. Wenn man mal 4 Sekunden sein Maul hält und einfach zusammenstäbselt. Jetzt nochmal. Diablo 4. Ich freue mich sehr. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Sag ich dir, was ist. Ich freue mich sehr, dass Season 2 beginnt nächsten Dienstag um 8 Uhr. Ich war schon kurz davor, dass ich für nächstes Wochenende einen Stream ankündige. Aber das werde ich wahrscheinlich wieder off-Stream genießen. Jetzt kommt der Elektroschund. Schau hin. Bürger, geh ins Bett, da, ja, ihr müsst der Jacke, hauen Sie rein. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare gute Nacht. Mir stäbselt man noch ein bisschen weiter. Jetzt ist 5 nach 11. Wir können noch mal eine Raucherpause einlegen. Wenn die Storndl aus Tüte 3 alle fort sind, dann machen wir noch mal ein Raucherpäuschen und dann schauen wir uns an, wie viele Tütel dass wir von Nummer 4 haben und dann bauen wir den noch. Aber was sagen Sie da dazu? Was sagen jetzt da Sie da dazu? Kinder. Ist das was? Müssen wir einen Meter machen. Das hilft ja nicht. Ein Tüten geht noch. Ein Tüten geht, also müssen wir das Diablo-Video noch fertig schauen. Das hilft ja nicht. So, wir haben da eine LED. Einmal grün und einmal schwarz. Okay. Wenn wir das jetzt mal erst einmal auseinanderpfriemeln. Aufpassen, dass wir es vielleicht nicht abreißen. Das war eine total tolle Geschichte. Das schaut gut aus. So, und das Ding, jetzt passen wir auf, gehört da so oben, klickt und dann unten in die Mitte eingeschissen. Ungefähr so und vorn dann ausgeleitet und das gehört da ausgeleitet. Okay. Haben wir es schon? Jetzt müssen wir bloß noch irgendetwas sagen. Das Ding. Ah ja, wird fixiert. Achtung. Und zwar mit so einem flachen Kurvending. Das ist wieder fast gesagt, das ist wieder nicht da. So, einmal fixiert. Und dann mit dem flachen Hammer da fixiert.
Achtung, Achtung. Auf Gleis 3 fährt ein. Der Kackstift-Express. Mein Gott, wie ich sowas hasse, wenn das da so umeinander pimmelt. Ich hasse es. Mein Gott, KB, kannst du nur 4 Sekunden Start halten, du kleines geficktes Scheiß drum. Ja, wunderbar. So, was haben wir noch? Ah, 4 so rote Dinge. Ah, das leicht wahrscheinlich. Ah, das hat dann wahrscheinlich so einen kleinen Fire-Effekt. This has a little fire-Effekt da. Sie fliegen. Da gehört wahrscheinlich dann ein Feueraufkleber auf oder so. Und dann brauchen wir ein Fässchen. Das kommt da rauf. Haben wir noch ein paar so komische, transparente Dinge. Da wird es wahrscheinlich dann durchleuchten oder was der Teufel. Was das macht, haben wir auch. Dann haben wir das Ding. Ah, okay, ich verstehe. Das gehört jetzt da durchs dritte Loch durchgewurstelt. Ich verstehe. Achtung. Ja. Dann gehört es wahrscheinlich so festgemacht, nehme ich an. Wir werden sehen, wir werden sehen. Der Travel Mike schreibt Loungig. Was dampfst denn du, Birger? Reddest her. Da habe ich eigentlich auch normal, rede ich da nicht drüber. Aber in die Wochenend-Streams ist es wurscht, die haben sowieso ab 18. Wer meint, er muss wegen mir das Dampfen anfangen, der hätte es auch ohne mich angefangen. Da brauchen wir auch nicht schmerzen. Dennoch, Kinder, dampfen und rauchen ist ziemlich dumm. Da brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. So, was wird denn jetzt halt wieder zusammengefieselt da? Zack. Lauter kleine einzelne Steine, so kommt man natürlich auch auf 2100. Jetzt einmal eine Volldepp-Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Was ist meine Lieblingsfarbe? Das ist eine richtig gute Frage. Blau. Ich weiß es nicht. Ich mag Farben, so eine spezielle Schwarz. Eigentlich ist ziemlich einfach die Frage. Schwarz. Schwarz ist aber keine Farbe. Ja doch, Schwarz ist eine Farbe. Denn Schwarz setzt sich aus allen anderen Farben zusammen. Aber sagt es keiner. So, jetzt muss das Ding hören. Wie kehrt denn das Ding jetzt da so hier so? Geht da oben gelegt. Okay. Vorher kehren aber Aufklebers drauf. Aufklebers! Die sind jetzt wirklich kleine Mini-Futsal aufklebert. Sie kotzt gleich. Das war knapp. Blue, du bist die Nummer 1, Blue. Schwarz ist bunt genug, riecht absolut korrekt. Bestes Konzert jemals. In meiner Jugend als absoluter Limp Bizkit Fanboy muss ich natürlich sagen Limp Bizkit, aber das beste Konzert, das ich jemals erlebt habe, war Rage Against the Machine 2008. Das war, nie wieder habe ich so krasse Gänsehaut in einem Konzertcode wie da. Und dass ich die fucking Legenden in absoluter Originalbesetzung noch sehen darf, hab in meinem Leben. Geil. Der Irrsinn Rainer weiß, von wo sie redet. Du bist die Nummer 1, Blue! Großartiger Film. Den ich jetzt gerade wieder singen werde. Sag ich dir, wie es ist. Weißt du, ich habe 50-50 Chance, dass ich den scheiß Stor da richtig rum drauf tue. Was mache ich? Natürlich falsch. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Wird das da fixiert oder nicht? Oder was ist da? Was ist ihm da los?
So. So. Nein, das ist nicht. Habe ich kaputt. Der Gürtel schreibt, geht Radar nicht fix. Noch nicht. Erst wenn wir fertig sind. Eins nach dem anderen. Haben wir nicht mehr viele Teile, da kommt jetzt noch ein wenig ein Glander und dann treppen wir uns einen Scheiß, dann haben wir es schon. Ich tippe nur auf ungefähr 5 Bauschritte. Vielleicht ein paar mehr mit kleinen. Haben wir es schon! So, einmal Glander mit einem flachen Zipfel auf. Zack, das Böhnchen, Kinder. Zack, das Böhnchen. Jetzt kommen wir wieder rundum dran. Ja, nimmt aber schon Form an. Also man kann, das Grundgerüst steht schon mal. Da haben wir schon da. So, jetzt müssen wir... jetzt wird das Kabel da noch besser. Die kleine Hagel da an der Seite. Und dafür da, dass man das Stromkabel aufwiegelt. Und dann geht... Was? Und dann geht das da so runter. Ja. Dass man das später nicht sieht. Okay. Vorher haben wir da so einen Hagel mit eingebaut, da wird jetzt die Schnur mit rundum gewickelt, dann hinten rundum ums Geländer und dann kommt das da raus und da ist das andere zum Anstecker dann. Bin ich gespannt, wie das am Schluss dann sich zusammenpimmelt. So, dann haben wir einmal ein rundes Geländer und eine runde Abflachung oben drauf. Die kommt, jetzt haben wir schon wieder auf der anderen Seite, haben wir schon wieder daher vorne. Die kommt dann daher. Hoppala, falsch rum. Das ist falsch rum. Lassen Sie mich raten, das Ganze müssen wir zweimal machen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich einfach gleich nochmal. Nein, zuerst bauen wir noch irgendeine seltsame Konstruktion aus irgendeinem Tschernobyl-Chlorklump zusammen. War ja auch irgendwie klar. Da haben wir einmal mit so einem Handy. Und einmal müsste es so gehen, ja. So. Und so und so. Ja, das hat lauter so zigtausend kleine Detaildinge, wo ich sage, das ist das, was ich eigentlich da so gern mag. Da. Ne, müssen wir ein bisschen Gewalt anwenden, glaube ich. Weil dies bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das ist sauber zu lang. Was soll denn das hier an? Wie soll das denn hinhauen, Kinder? Haben wir da jetzt eine Kacke gemacht? Ja, wir haben eine Kacke gemacht. Dass wir das kürzere Schnirl nehmen. Das kürzere Schnirl. Einmal so. Einmal so, ja. Was auch immer das darstellen soll. Das da, aber es sorgt halt einfach für Gewürle im Beutel. Am Schluss wahrscheinlich. Das, haben wir das, haben wir das, das und das. Einmal. Einmal. Dann haben wir noch so ein ähnliches Konstrukt aus diesen Ärmchen und das kommt dann oben drauf. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ein bisschen nach einem improvisierten Zaun aus. Frag mich nicht, was das sein soll. Schaut aus wie nach einem zusammenzimmerten Seemannszaun. Dann kommt da quasi auch noch eine Palme hin. Eine Palme? Palmige Palme. Palme. Sehr schön. Jetzt wird's grün. Ich mag blau. Das Ding haben wir. Die 2 Dinge. Haben wir auch.
kommt das da so umkurven. Und dann nimmt es vielleicht Ziel. Das ist halt krass, diese markanten Teile mit dem Glander und so. Was weiß ich, wie man das nennt. Reling? Ist das ein Reling? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung! Wenn die dann ins Spiel kommen, diese markanten Teile, dann nimmt es auf einmal ziemlich schnell ein bisschen so eine Form an. So, jetzt müssen wir auf unseren Pümpel, den wir da vorher zusammengewurschtelt haben, das da aufgesteckt. Dann kommt auch schon die Lord dann daher. Schau dir die so. Bruder! Einzelne Stupsler. Das so und so. Und dann kehrt das Ding da so durch und aufgepumpt. Aufgezimmert. Achtung. Achtung. Also. Unten mit dem Miezi drin. Hinten kann man reinschauen. Schaut hinten auch gut aus. Wunderschön. Und von da kann man bis jetzt auch noch reinschauen. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Schön. Schön. Ein paar Stickerl haben wir noch. Ist nicht mehr viel. Dann gehen wir noch mal eine rauchen und haben wir noch eine Tüten durch. Wobei es aber allerdings auch schon 20 nach 11 ist. Schauen wir mal, wie viele Bauschritte das dann sind. Weil sonst irgendwann dreht es mich auf dem Hocker ab, Kinder. Das sagt der, wie es ist. Da aufgeschissen. So, dann haben wir noch so Pümpeldinger. Pümpeldinger 1, 2, 3. Aufgepümmelt. Jawohl. Auch aufgepümmelt. Haben wir noch das kurze. Den kurzen braune. So und so. Ja, nicht. Wieso kommt jetzt das da nicht gescheit hin? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, passt schon. Passt überhaupt nicht. So. Jetzt passt's. Jetzt haben wir noch ein paar Gräne. Palmige Palme. Wo geht die andere Palme hin? Da so hier. Okay. Warte mal. Die Palme geht da gar nicht her, die gehört an den zweiten, dritten. Da ein wenig Abstand drin ist. Das Ding gehört da her. Nicht alles auseinanderfällt jetzt da, das war mir ganz recht. Dann haben wir den komischen grünen Stift da. Gehört der hin. Jetzt wird es ein wenig friemelig, das sagt der wie es ist. Der gehört in das zweite rein, ja. Da gehört was ohne? Okay, haben wir. Da fängt Reani an. Da stimmt kein Stecker nicht. Da auch nicht. Da hinten eigentlich irgendwas. Das muss ich dann von der Seite her sagen, weil ihr nämlich einen Scheißdreck seht, so wie ich das sehe. Dann schauen wir dran. Ein Kruzifix. Ja, das zeige ich euch, das ist so klapprig, dass es auseinanderfällt, sobald du das anschaust. Hä? Ah, ich verstehe. Der totale Scheißtrick, was ich jetzt da zusammenbastelt habe.
so. So. Ich kapier's nicht. Nein, ich kapier's nicht. Das muss ich euch jetzt dann von der Seite zeigen, weil das... Da habe ich jetzt gefühlt an sich einen Brain-Lag gehabt, dass alles jetzt spät ist. Dass ich jetzt nicht kapiert habe, was er möchte von mir. Sage ich dir, wie es ist. Sag ich dir freiwillig, freiweg, wie es ist. Verrückte Konstruktion. Ich weiß nicht, ob es so gehört. Ich glaube nicht. Warte mal. Jetzt glaube ich, haben wir es. Dieses depperte Konstrukt da ist das seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Da gingen durch jetzt zweite Loch irgendwie Dinger und zum Festklipsen. Weißt du, was du mit kannst mit deinem Scheiß? Das Ding fahren wir jetzt da oben. Und das Ding nehmen wir da drüber. So. Und jetzt lassen wir die Palme sein. Lass die Palme mal Palme sein! Ist der komische grüne Stift der Polizistenlehrling. So, ich glaube, wir haben den Stecker weiter. Da schau hin. Da schau dir das an. Das war jetzt der letzte Bauschritt. Das ist einmal da ein großes Element einer und der ganze Aufbau zum Aufklappen und so weiter. Wie viele Seiten sind es denn? Wie viele Seiten sind es? Das sind nochmal 60 Seiten. Sag ich dir, wie es ist, ich fürchte, die werden wir heute nicht mehr sehen. Du, ich sag, dass wie es ist, die werden wir heute nicht mehr sehen. Kinder, ich sag euch was, die werden wir heute nicht mehr sehen. Dafür macht man früher noch mehr einen Stream. Sag ich dir, wie es ist. Die werden wir heute nicht mehr erleben. Das sind mir zu viele, da braucht man bis um 1 in der Früh. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Und bevor ich abbiege, hör mal lieber auf. Hör mal lieber auf, wenn es am schönsten ist. Bitte. Also wacht, wo wir mal Bauschritt Nummer 4, den wir da so einer. Dafür müssen wir schauen, dass wir zeitig da den nächsten Stream machen, weil sonst weißt du eh, wie es ist. Da weißt du, wie es ist. Du jetzt da die Überbliebene will noch ein wenig verbauen. Ja. Wird da nichts passiert. Nichts umeinander liegt. Am schönsten ist, wenn wir das 4. drauf gebaut haben. Ihr Zipfchen. Ihr seid lauteres Zipfchen. Das sage ich. Da wird auch wieder fein mit den Kabeln umeinander geschissen und Aufkleber mit der Steckleisten und mit der Stromleisten und so. Und ich glaube, das ist nur interessant. Ich habe auch keine Batterien nicht da. Das ist das Nächste, was mich auffuckt. Weil ich das gern ausprobieren darf, ob es auch funktioniert. Da werden dann, pass mir auf, wenn ich das so richtig verstanden habe, da werden dann irgendwo, das sind leitende Aufkleber. Also es sind stromleitende Aufkleber und die werden zwischen die Storner eingeklebt. Und das darf ich dann natürlich auch gern austesten. Wenn ich es einbaue und ohne Batterien ist das ein bisschen kacke, wenn wir alles verbauen und dann geht irgendwas nicht, dann muss es komplett slingen. Da habe ich natürlich auch keinen Bock. Ist das Batteriekastel nicht nur USB-Ausgang? Das ist, ja, ist das, aber da kommen Batterien rein. So macht. Haben wir am Anfang ja gesehen, da müssen 3 Doppel-A-Batterien rein. Schau, da. Und solche habe ich nicht da. Das weiß ich,
weil ich diese Doppelarbeit-Ring nämlich in meiner Fernbedienung schon seit einem Jahr immer wieder auswechselt und die nicht gängen. Wo doppelt eben? war aber echt schön. Powerbank, PC, irgendwas mit USB-Ausgang. Ich habe wieder eine mit USB-Ausgang habe ich schon. Warte mal. Ja gut, ich mag jetzt das auch nicht. Ich mag jetzt auch nicht auf die Schnelle das Zeug da aufreißen zum umeinander probieren, wo man die dann ich kann ja da, das ist ja sowieso bloß ein USB-Ausgang. Und wenn ich jetzt da irgendwas anderes anstecke, wie was weiß ich, was da an Spannung etc. rauskommt, und dann macht es und die scheiß LEDs sind alle im Eimer. Ich weiß jetzt auch nicht. Wahrscheinlich ist es überall gleiche Volt-Dingsbums und was weiß ich was, aber trotzdem. Weiß jetzt nicht, das Risiko mag ich jetzt nicht eigentlich. Außerdem, bevor ich abbiege, mag ich nicht mehr! Schluss jetzt! 5 Volt sind 5 Volt fix. Bagel erst rechts haben! Schluss ist jetzt! Mag ich nicht mehr! Ganze Lege auf Insta, warum? Ich muss jetzt sowieso, außerdem muss ich mindestens, ich muss nicht zusammenreimen, muss ich auch noch. Ich weiß nicht, was fallen mir sonst dafür Ausreden ein. Keine Ahnung, das muss ich da auf die Seiten legen, da liegen Bresel rum, der Wind geht so stark und weiß es eh, was es ist. So, machen wir zu! Außerdem haben wir sauber weit gekommen, schau dir das an, bitte! Schau dir das an, bitte! Da ein bisschen Kabel. Da auch ein bisschen Kabel drin. Da ist die Miezi drin. Press F für die Miezi. Press F für die Miezi. Oh, sagt ihr die Miezi überhaupt? Ich weiß nicht, wo ist denn die Miezi? Wo ist die Miezi? Miezi! Wo ist die Miezi? Oh, da ist die Miezi. Da. Press F für die Miezi. Leave a like für die Miezi. Wer nicht liked, mag die Miezi nicht. Da kriegen wir eine Seitentür ohne, glaube ich, im Bauschritt 4. Und da bauen wir mir das ganze Überding. Und dann musst du überlegen, ist das Teil wird ja noch her, das wird so hoch. Also, was da noch jetzt kennst, da noch 8 Stunden. Kruzifix nochmal. Eine Ausrede war, du musst mir noch zurückschreiben. Ja. So viel kriegst du bei Lego um den Preis. Genau. Das ist, ja. Wahrscheinlich. Gut, natürlich, je nachdem was es ist, für 160 € kriegst du das bei Lego. Und da ist die Miezi. Guten Abend, sehr lieber Bürger. Sehr lieber Bürger. Mr. Bavarian Sepp. Merci dir. Varia Dragon. F und Doppel-Like mit Xbox und Handy. Hast du zwei verschiedene Accounts auf der Xbox und auf dem Handy? Nice. Doppel-Like, Bitch. Ja, Kinder, es war mir ein Fest. Es war mir ein Fest. Das nächste Mal erinnert es mich daran, dass ich meine Lehne aufrechter hin tue. Weil, wie jedes Mal, kriege ich da Kreuzweh. Wenn ich, wie soll ich sagen, oder ich nehme nächstes Mal den anderen Stuhl her, der geht weiter oben, dann sitze ich zwar da wie ein 2-jähriges Kind. Ich glaube, dass ich das irgendwie habe Déjà-vu, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Dass wir das da so hätten. Und ja, dann packelt die jetzt nämlich da zusammen. Das stellen wir da her. Das ist bis jetzt schaut es richtig gut aus. Qualität ist tipptopp. Falls es irgendjemanden interessiert, keine Ahnung. Steine halten gut. Außer da an ein paar Stellen. Also dieses seltsame Konstruktor, das war das Pfriemlichste. Das kleine Konstruktor war das allerpfriemlichste. Ja, da ist was. Ist schon wieder da. Wunderbar. Ansonsten schaut's gut aus, gefällt mir. Die Leute war noch nicht ganz dran. Jetzt ist es dran. Ja, und jetzt macht das einen stabilen Eindruck. Das hätte man vielleicht vorher schon mal sollen. Aber gut. Naja. Passt. Wackelt und hat Luft. Welche Marke ist das nochmal? Ich habe einen Link in der Beschreibung. Funhole. Also, Spaß ganz. Es ist auf alle Fälle kein Lego. Auf ein Handy geliked und auf den Xbox eingeliked. Passt. Wir haben aber offensichtlich, immer noch 400 Zuschauer um 11:30 bei der Nacht. Was eh schon an Irrsinn grenzt. Ja.
Funhole. Ja, es heißt Funhole bloß mit W, aber wir wissen beide, was ein Funhole ist. Gute Nacht, Chef. Herr Bavarian-Sepp, hauen Sie sich hinein. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Wunderschön. Ausnahmsweise geht der Stream, weil er eigentlich, es ist so ein Ausnahmeding, der wird nicht online gehen, der bleibt auf nicht gelistet, also dieses Konzept gibt es weiterhin. Ich wünsche dem Nachschau-Squad dennoch einen schönen Gruß ab in den Chat, beziehungsweise ab in die Kommentare, ob vom Nachschau-Squad immer nur jemand da ist, wenn ich den Stream nicht auf online stelle. Das passt dann doch nicht so wirklich eigentlich zum Kanal. Das ist mehr Fanservice und mehr einfach da sitzen und labern und wie gesagt, mehr meine Unterhaltung als alles andere. Und ansonsten, da die sagen, lies die Dono, Mann. Was für Dono? Wer ist denn da schon wieder nicht lange dabei? Tobo. Wie viel das Nippelset ist das schon? Hashtag Vollblau-Squad. Das dritte. Zumindest das dritte im Stream. Läuft. Warte. Je länger das ist anstarre, desto komischer die Sachen mal. Ja, ist ja wurscht. Das dritte. Ich habe übrigens alles. Hab ich die Streams auch verlinkt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Wenn nicht, dann tue ich es im Nachhinein. Ich habe die anderen Streams werden verlinkt. Es gibt eine extra Playlist für die Nippelklötze-Streams. Das ist jetzt der 4., glaube ich. Und ich glaube, das Ding hier, wir haben jetzt 3 Titel geschafft und 12 gibt es. Also wir werden mit Sicherheit noch mindestens 2 bis 3 Streams brauchen. Mindestens. Ich schätze, dass sie das Ding bis Ende des Jahres durchzieht. Wir machen das jetzt nicht jetzt Wochenende, weil da wird es ja irgendwie langweilig, aber schauen wir doch, dass wir das Ding einigermaßen zügig fertig kriegen. Ich mag es ja auch irgendwann fertig werden damit. Ja, muss ich den gemütlichen. Nächstes Mal bereite ich vor, Batterie etc., damit wir das da gleich austesten können, ob alles funktioniert. Das wird jetzt offensichtlich im Bauschritt Nummer 4. Fangt das jetzt auch langsam an. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Ich wünsche euch Sonntag Podcast-Folge nicht versammeln. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich tue jetzt noch 2 TFTs. Glaube ich, und schau, dass ich Hyperrank will. Und falls ja, dann freue ich mich. Falls nicht, dann freue ich mich nicht. So, und jetzt schleicht es euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für die übertriebene Donation-Zeit wieder. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Grüezi fix nochmal. Freitag ist am Wochenend-Streams ist Donation-Verbot, aber seht euch das jemals interessiert, ich weiß es auch nicht. Danke an alle neuen Mitglieder und an alle alten Mitglieder und an alles sonst und überhaupt und sowieso. Küsschen auf das Nüsschen und jetzt schleicht es euch ins Bett. Ich wünsche euch was. Okay, tschüss!